Oh, sie weiß nicht. Schauen wir mal, 20 ist es. Es ist 20, es ist 20. Getränk steht bereit. Rauchmaschine steht bereit. Tröte steht bereit. Kopfhörer, weiß ich nicht, ob es funktioniert. Das werden wir gleich herausfinden. Hoffe ich zumindest. Und wenn ich mich selber höre, dann ist alles cremig. Aber ich höre mich nicht selber, dann ist es nicht alles cremig. Ich habe keine Ahnung. Geht jetzt da was oder nicht? Schaut mal das Licht aus. Nein, ja, das funktioniert. Hallo. Cremig, aber ich höre mich nicht. Jetzt habe ich mich selber gehört. Schmiedi! Schmiedi ist schon wieder rausspringen. Habe! Schmiedi, Popomann. Hashtag Ich bin ein ab in den Chat. Lemzap! Servus, Bürger, Abendschöner Stream. Jakob, Weißbier, Servus, Verwandtschaft, Bürger. meiner Mann. AF an Schena Stream. Bisschen. Jakob Weißbier, Verwandtschaft meiner Mom. Bisschen eine Werbung gemacht. Bisschen eine indirekte Werbung gemacht. Lemzap, merci dir. Plus merci für die 4 Kissen. Oh, ich hab das gehört, ich hab's genau gesehen, Bussi aufs Nussi. So, jetzt Phase 1. Habe! Evans, Bürger, Montag, Landi-Time. Was tun wir heute? Wie geht's euch? Gut schauen wir aus. So. Scrollen wir mal nach oben und grüßen mal einen Haufen Eisen. Es geht da gar nichts. Habe die Ehre an den Herrn Hani, an den Thomas, an den Boris, Florian, an den Paul Krügel, an den Maxi King, an den FKK, an den Mozart, an den Katrin, an den Martin, an den Golom, an den Bega, Begator, was auch immer das heißen soll, ich weiß es nicht. An den Aldi, vergeht's für den Zwickel, habe die Ehre, habe heute mein Grillschütz und das Kissen gekriegt, das freut mich, ich hoffe es passt. Wollt's eigentlich ins Bett, weil mir die Freundin immer alle abzieht, aber ich bin anscheinend allergisch dagegen. Was? Naja, jetzt wird's ein Schreibtisch, Stuhlkissen, aber sonst mega. Gegen was bist du allergisch? Das darf mich jetzt schon interessieren. Ich bin ein Rasen. Ich weiß, ich sag das, was ist, ich kenne die Zusammensetzung davon, was da drin ist, natürlich nicht. An sowas habe ich gar nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Merci für den Zwickel, ich hoffe trotzdem, dass es taugt. Selbstspieler, Fake, Rush B, Zucker, Fake Holzschnitzel, Rush, Bahnhacken, Merci dir. Aber die Ehre an den Philipp 555 Nase, an den Tom Dodge, an den Price, an den Flugbisser, an den Ast, an den YBO. Wie heißt der wie anders auf Twitch? Da muss ich ja 5-mal nachdenken. Jetzt muss ich ein bisschen runterscrollen, weil es wieder total ausflippt, alles sehe. Und weiter geht's. Habe die Ehre an den Elektriker, an den Bombernason, an den Money, an den Billinger, an den Slipstein, an den Tiroler Bur, an den Herrn Hackel, an den Flug, an den Ultimate Kohli, an den Mikey, an den Rainer, an den MRC, an den Ready Flow, an den Mein Maiker, der immer, wie immer, seine Erinnerung ausgedroschen hat und weiß, dass es ist. So, Freunde der Sonne, was der mir heute. Ich sag's euch ganz ehrlich, der Landi neigt sich so langsam, aber sicher dem Ende zu, weil ganz ehrlich, ich weiß nicht, was wir da noch groß tun sollen. Deswegen habe ich mir heute gedacht, heute überweise ich mir mal 2,5 Millionen und dann schauen wir uns. Geissi, merci dir, Bussi! Servus Bürger, auf Anschena Stream. Ich hoffe! Elias aus Treifdan. Aus Treifdan! Auf den Rapsfeit steht da Gloana Bürger. Auf dem Rapsfeld steht er. Merci wieder ein Fünfer, Geissi. Bussi aufs Nussi. Chillt seine Bombernation schreibt. Ziel, Landi Pros komplett auf den Sack gehen. Das ist mein Ziel, das stimmt, ja. Komplett. Ja, wir werden alles 2 Stunden Bulldog Royal. Kann man auch machen. 2 Stunden lang. Best of 10. Na, was ist mir halt deren? Wir schauen mal, das ist also so das Letzte, was mich noch interessiert. Der Baumodus. Ja, Gebäude hinstellen, was da überhaupt so gibt und für was und überhaupt. Und die fetten Maschinen einmal mieten und ausprobieren. So das fette Holz Schneidteil und was es sonst so gibt. Keine Ahnung. Vielleicht gibt es irgendwelche interessanten Gerätschaften, die ich gar nicht kenne. Die könnt ihr mir dann gerne vorschlagen. Und dann gibt es natürlich ein Bulldog Royal am Schluss. Und ja, ein bisschen Pause werden wir wahrscheinlich auch abhalten. Kann passieren. Geh, Bürger, warum nicht der 2,5 Mille? Mr. Hannes, ich weiß nicht, was du mit dem Satz sagen möchtest. Ich weiß nicht. Der Nalinator schreibt, habe ich die Ehre. Ich sage, ich habe die Ehre zurück. Ja. So, wir schauen mal aus. Quirin schreibt, bist du der Beste, das ist zu viel des Lobs. Kannst du mal meine Frau grüßen, lieb schau. Fox McCloud, Frau. Grüß mal die Alte, haust dir sauber auf den Arsch drauf, damit auch gespannt, was gerade passiert ist. Der Quirin, ich hab die nicht übersehen mit dem Hallo sagen. Sieh mal! Der Birger, ich bin ein wenig spät dran, habe am 1. meinen 18. gehabt. Aber jetzt sag ich, ihr junger Teufel hier. Und deswegen, was? Und deswegen möchte ich da einmal merci sagen für alles. Kauft eine halbe, die gebe ich da auf meinem 18. aus. Grüß aus Rosenheim. Merci für deine 1,80, da kriegt man eine halbe davon. Das lass ich mir eingehen. Sind mal Bussi aufs Nussi, alles Gute nachträglich zum 18. Ihr junger Teufel. Liesle! Servus Bürger, winkende Hand Merch ist am Freitag Okemmer und Imua Sogen.
Super das geht aber Qualität, über Butter. okay Zeichen, danke dafür, erleichterter Smiley und Grüße an Stefan. Ich grüße erst mal den Stefan Liesel. Ich weiß nicht, also keine Ahnung, du hast Merch bei mir gekauft, ich muss Danke sagen. Nicht du. Aber mich freut es natürlich, wenn das Quali passt und wenn sonst alles passt. Das freut mich sehr. Da habe ich nicht so viel Einfluss drauf, aber ich kenne die T-Shirts und ich kenne die Pullis und ich kenne die meisten anderen Dinge. Ich habe auch nicht alle Sachen aus dem Shop selber, aber fast. Zumindest alle die wichtigsten habe ich. Vor allem verschiedene T-Shirts und verschiedene Pullis und verschiedene Farben und so weiter, um das alles einmal zu sehen, wie das ausschaut. Ich bin auch ganz zufrieden damit. Natürlich kann ich mal Mr. 555 Nose! Mr. Nose! What you doing? Was? Rechtszeichen sind die. Okay. Habe DRRRT Strohhut Bürger Dreschzeigs in Hand und ob geht's Prost, auf Dei und Eich Olle. Herr 555 Nasenmann, vergelt's Gott, der 10 ist 2 und du weißt es, auf Eich. Nein, oh Gott, Alter, was hast du für einen Namen an? Neige! Neige! Ich nenne einfach Neige, habe ich Ihre Messe wieder Mitgliedschaft. Welcome to the Squad. Ich wünsche viel Spaß weiterhin. Jetzt muss ich mal die Rückenlinie ein bisschen in Täter. So, passt. Der Begada schreibt, mein Merch ist auch endlich mal nach 2 Wochen angekommen. Also so lang soll jetzt noch mal nicht dauern. Ja, außer du hast am Black Friday oder in der Black Week natürlich bestellt, da kann es dann schon einmal sein, dass es eine Woche dauert, aber 2 Wochen wäre mir neu. Normalerweise dauert es nicht so lang. Normalerweise. Was brauchst du denn noch? Dann Kaffee dir was. Mr. LS19 Streamer, ich brauch nichts mehr, ich hab mir alles überwiesen, Alter. Was? Schisch! Mr. Klein, Gesundheit. Ich mag mitspielen, aber der scheiß Landi kriege ich erst an Weihnachten. Mei, oh mei, Herr Quirgen. Und such dir mal Arbeit! Kaufst du dir was selber? Limzep, hast du schon Halo ausprobiert? Nein. Um ganz ehrlich zu sein, Halo stickt mir überhaupt nicht an. Irgendwie ich weiß es auch nicht. Auf der Bierbing steht ein kleiner Psoffener. Der sitzt beim Squad. Leider hat es an Mike 60 nicht angezeigt. 23 Monate bis der geilste. Ganz ehrlich, ich sage merci für 23 Monate. Warum Leute sowas deren? Das wird mir nie in den Kopf gehen, aber vielen, vielen herzlichen Dank. So, wir haben jetzt so 3 Minuten. Ich join jetzt einmal so nebenbei, langsam aber sicher auf den Server. Dann poste ich wie immer, ihr könnt mitspielen, als Passwort im Discord im Landi-Schmerz. Wieder verschlüsselt, nur die Großbuchstaben sind. Hoppala, hat's mal Kuppel rausgedroschen. Entschuldigung, Bier, du asozialer Wichser! Ewald vom Spreewald, mir ist wieder Zwickel! Heute wird eingruppert. Eingruppern ins Viech. Ja, pst. Pst. Wir erstmal den Server aufsteppen. Erstmal auf den Server gesteppt, sonst ist es wieder voll, bevor ich überhaupt komme. So, haben wir schon mal. Schaut schon gut aus. Dann sagt der wie es ist. Geh mal ins Discord, ihr könnt dabei schon mal joinen, weil diese scheiß Dings da, die scheiß Synchronisiererei, die geben wir uns halt nicht. Landeschmerz, ja, müssen passen, hauen wir rein. Jawohl, ist auch drin. So, währenddessen nehmen wir uns noch schnell 1-2 Minuten Zeit, bis das alles durchgeladen ist und funktioniert und dann schalten wir um und dann fangen wir an. Auf einmal an, Kinder! Nein, es ist mir Spei umgekackt! Schnauze! Vorsteh! Merci! Warum kackt jetzt das Spiel? Jetzt komme ich wahrscheinlich wieder in meine Güte, oder? Meine Güte. Basti! Sehr, was? Eskalier mal wieder Smiley mit Freudentränen. Sehr, hob eskalier mal wieder. Ich weiß nicht, das ist kein Satz, Basti. Basti, das war dein Satz für einen Zehner. Ich weiß nicht, was du sagen soll, außer Merci für deinen Zehner. Aber ich weiß nicht, was du sagen möchtest. Du eskalierst wieder, ich soll eskalieren, oder was ist der Plan? I don't get it. I don't get it, Alter. Gibt's den Vollbier-Squad-Sound irgendwo? Der ist zu gut. Mr. LU, WDF, ja, im Discord, im Mimi. Was? Aktivierungsproduktschlüssel wird bereits verwendet. Was? Mein Gott, Giants, Alter, ich flipp aus mit dir. Are you fucking serious? Es konnte... Bürger, ich brauchte Squad-Hymne als Klingelten. Ab in Discord, Mimi-Channel angepinnt. Ganzelhaut. Was für Gänsehaut? Ah, das hat sich wahrscheinlich der... Nein, das sag's nicht, Birger. Sag's nicht. So, jetzt hoffe ich, dass ich noch auf den Server aufkomme, sonst kriege ich einen Kotzanfall. So! No, chill's mal. Basti, merci für den Zehner. So, ja, Japan-Tuner. Habe dritt Birger, ich brauche die Squad-Hymne als Klingelton. Kriegst du im Discord angepinnt im Mimi-Channel. Kannst du da runterladen, kannst du mal damit, was du möchtest.
Jetzt mal, was? Mich schmeißt jetzt mit um vor lauter Ganselhaut. Ich soll jetzt eigentlich vor Locher umhauen, nicht vor Ganselhaut. Wenn ich dann nämlich sage, was das Originallied ist und wo das herkommt, dann ist gleich Schluss mit der Ganselhaut. Aber es ist nicht lustig einfach. Der Sepp Birger sagt, wo ist der Synth-Button? Was? Sub-Button. Mr. Sepp 24. Du kannst bei mir auf Twitch nicht zappen, weil ich kein Twitch-Partner bin. Ich könnte Twitch-Partner sein, aber das möchte ich nicht. Wenn du da in den Chat reinschaust, dann siehst du, dass ich auf YouTube und Twitch gleichzeitig streame. Mir momentan über 1000 Zuschauer sind. Und Twitch darf mir dazu verpflichten, dass ich nur noch auf Twitch streame und frühestens das VOD 24 Stunden später auf YouTube veröffentliche. Und da kennen sie mir einfach am Anschlecken. Es gibt halt einen YouTube-Sub. Ja, das ist genau das Gleiche, ist halt bloß auf YouTube. Das ist das, was vorher gerade gekommen ist mit diesem Vollbier-Squad. Wer das machen will, vielen herzlichen Dank. Ja. Herr Träume! Besten Mordblöde! Bester Mann am Platz. Bussi aufs Lussi. Herr Träume, merci für den Zehner. Der für jetzt Beut! Jetzt schalten wir da einmal um. Basti! Merci für deine 12 Monate. Bussi aufs Nussi. Birger ist gleich live, schreibt er. Das ist richtig. So, wen haben wir da? Jetzt schalten wir mal um. Ah, die Alten, die guten Alten, die alten Verdächtigen. Obacht. Schauen wir es uns so. Ja, erstmal synchronisiere mit anderen Spielern. Erstmal Blackscreen. Geht ja schon wieder mal gar nichts, Alter. Da, synchronisiere das mit anderen Spielern. Da sehe ich schon wieder einen Elias stehen, einen Lex TV, einen Blerme und einen Jörg. Jawohl, alles bekannte Gesichter. Aber jetzt können wir uns erstmal wieder eine Viertelstunde nicht bewegen, weil bei jedem Scheißspieler, der auf den Scheiß-Server kommt, nichts geht. Kruzifix. Giants, what are you doing? Kruzifix. Ich glaube, der Server hat sich aufgehängt. Ja, der ist ja kurz jetzt im Ladebildschirm verdächtig lang hängen geblieben. Ich hab's auch gesehen, so ist es nicht. Weiß nicht, wer joint denn da wieder mit seinem und später auf dem Nokia-Handy? Was ist da los? Schneller. Ne, müsst wir aussitzen. Also, die Leute bewegen sich noch ganz leicht. Das heißt, das Spiel selber ist nicht abgekackt, aber der Server halt vielleicht. Wenn wir Pech haben. So, wir schauen mal aus. Da synchronisiert einer mit seinem Dieselaggregat an 1993. Ja, ich glaube auch. Der Pickerick schreibt, der steht in mir. Auf der Bierbing steht ein Hören wir uns dabei diesen einmal. Der Eselsbein. Christian, merci für deine Mitgliedschaft. Schöne Grüße aus Österreich. Danke für die Unterhaltung und die gute Laune in jedem Stream. Das freut mich sehr. Da braucht sich keiner bei mir bedanken. Ich sag danke für 12 Monate. Geld, geiler Wichser. Map! So, wir schauen mal aus. Kinder! Wer ist alles da? Jetzt schauen wir mal. Der Leira ist da, hab ich schon mal gehört. Der Johnny Bremsspar am Arsch gehabt, der Maigi ist nein. Der Dom 44 KD, der Name sagt mir was, aber der ist zumindest auf dem Server nein. Du schaust auf alle Fälle aus wie so ein Uhrenmacher irgendwie. Ich weiß es auch nicht. Der Semlinger, der Markus, der Elias, der Jörg und so weiter und so fort. Schaut gut aus. So, Kinder, ich weiß nicht, was wir heute tun. Ich hab keine Arbeit heute für euch. Hab ich nicht. Der Maigi, der hat eine Sonnenbrille auf und ein Pulli. Wir schauen mal aus, der Tirisepp. Der Tirisepp, der Elias, alle sind da. Tja, Freunde der Sonne, ich weiß nicht so recht, was wir heute tun. Also, ich weiß schon, was ich tue. Was ihr tut, das weiß ich nicht. Aber ihr könnt euch einmal auf die Höfe verteilen. Jetzt passen wir auf. Zu mir, ja, die üblichen Verdächtigen. Der Pickle Rick, der Lex TV und der Dom. War nicht normalerweise auch der Jörg. Nein, der Jörg war nicht dabei, glaube ich. Bin ich mir nicht sicher. Aber 3 ist einmal das Maximum für den Vollbier-Squad. Wir sind 3,6 Millionen auf dem Konto. Jetzt machen wir mal Donation Sounds aus, das habe ich komplett vergessen. Frau Vanessa, ein schöner Gruß an Jockel. Ihr liebt die Pübel alles. Vanessa, morgen Jockel. Ne. Vanessa, merci für deinen Zwickel. Grüß an Jockel und gib ihm einen sauberen. Aber untenrum. Ja, egal. Ruhe jetzt! Steff! Hey! Was? Noka Beste. Warum kann von euch eigentlich keiner schreiben? Sag, lest den keiner, bevor jemand da in die Donation was einschreibt, lest den das vorher. Du wirst wahrscheinlich Nokia meinen. Geh ich schwer davon aus. Stefan, mir ist wieder ein Euro. Ruhe jetzt. Nein, Schluss jetzt! Was habe ich getan? Der Eselsbein.
Flo, merci dir, habe die 32 Monate sind schon lull. Das denke ich mir auch. Merci dir. Bussi aufs Nussi. So, Alert Sounds sind jetzt aus. Wir gehen jetzt in-game und wir schauen uns die Scheiße an. Also ich sag's euch ganz ehrlich, was ihr dort jetzt... ihr seid quasi alle heute der Uwe und ihr seid auch dabei. Ich werde mir heute die fetten Maschinen anschauen. Ansonsten erteile ich am Herrn Lex TV den Befehl, dass er gefälligst die anderen 3 Hanseln anschafft, was da sollen. Und ansonsten würde ich mir ganz gern wünschen, dass wir einfach keinen Blödsinn nicht machen. Nicht ein Bürger den ganzen Tag nachlaufen und vor seiner Fresse so umeinander hupfen. Das war voll super, das da ich voll feiern. Ich glaube, der Rest hat das auch ganz schön feiern. Und ich glaube, Herr Lexi, da ist noch ein bisschen was zum Holzhäckseln unten. Und ich kaufe mir die fetten Maschinen. Hey Johannes, du hast es nicht gehört, gell? Der Hansi und der Maigi, die haben... Er hat's verstanden. Der Fingerwasch am Escape-Knopf. Tu dich nicht oben. Abonniert sein Bürger. Das ist ein guter. Ich weiß zwar nicht, warum du ausschaust wie ein Asiate, aber das werden wir dann schon herausfinden. So, ja, dann würde ich sagen, schleicht euch jetzt irgendwas. Was weißt du hier? Das Phänomen, das Holzhackeln oder was weiß ich. Jetzt schau erst einmal, ob sie schon irgendwelche. Wieso handeln eigentlich so viele Leute drin? Du gehst mir aussehen. Und maximal 3 Leute bei mir. So. Der Lex TV, der Pickle Rick und der Dom bleiben herin. Das passt. Rest, was der Rest tut, das weiß ich nicht. Oh, wir haben da noch eine meine Farm. Da habe ich vorher. Müssen wir uns jetzt als Admin einmal das Spiel, Alter. Das Game, Alter. So. Admin, dann löscht man den da hinten. Hof löschen. Ja. So, und dann port ich mich weg und dann wisst ihr nicht, wo ich bin. Lol. Warum steht denn da eigentlich mitten im Haufen ein Bulldog drin? Wo haben wir da? Was ist da los? Blaues Ding! Servus aus Landshut! Mir ist wieder 5. Servus aus Landau! Nach Landshut! Abonniert den Bürger raus! So, wo bin ich eigentlich? Es schaut so aus, als wäre. Was haben wir mit das da? Oder bin ich da herum? Favorit 511C. Schweiz. Was haben wir hier wieder für Farben? Wir haben grün. Bin denn ich? Wo sind wir da? Mitten im Sonnenblumenfeld steht ein Bulldog vor uns. Warum? Wo? Vogel! Okay, chill. Müssen wir ein bisschen leiser mal. Gut, dass es nicht leiser wird. Das gefällt mir gut an den Kopfhörer. Mich würde interessieren, wo ich bin. Stehe ich irgendwo am Feldrand, bin das ich. Favorit 500? Ja, das scheint. Wo zur Hölle fahren wir? Was passiert denn eigentlich, wenn wir da unten reinfahren? Können wir da unten durchfahren? Sollen wir es mal probieren? Ich probiere das jetzt aus. Ich wollte mir eigentlich große Maschinen auf. Nein, wir schauen uns große Maschinen. Scheiß drauf! Irgendwo anders hin. Phase 1. Baumodus. Im Land in 19 hat man doch so Häuser und so einen Scheiß bauen können. Wie geht das da? Was haben wir da? Was ist denn eigentlich? Pakete. Gras. Graspaket. Ah, da kommt. Okay. Okay, Samen und den ganzen Scheiß, ja. Gemietete Geräte, na. Viehhandel. Du hast derzeit keinen Stall oder Weide. Baue zuerst einen Stall, um Tiere kaufen zu können. Ja, okay, das können wir ja mal. Kleiderschrank bauen. Bauen! So, wo sind wir da? Ist das unser Gelände da herum? Nein, das ist doch nicht unser Gelände da herum. Wo sind wir da, fix? Oh, Bürger, bitte, Farmmanager in Österreich, den soll's haben. Hab ich nicht geschaut. Warte mal. Da habt's zwar Farmmanager, in Österreich habt's keinen. Da kenne ich einen Johnny Bremsspur, der wird Farmmanager. Johnny, du bist Farmmanager, du regelst den Shit. Los geht's. Was dämmen wir da? Wieso kehrt uns dieses Land da? Das hab ich doch nicht gekauft. Was zur Hölle? Wo sind wir? Bin ich schon im Vollbier-Squad und nicht in irgendeinem anderen. Ja. Kapier nicht. X. Hä? Stehen hinten unsere Fahrzeuge und ich käme nicht mehr aus, Alter.
Wo sind wir da? Das ist doch nicht unser. Zeig da. Das ist auch nicht unser. Zeig da. Das ist auch nicht. Oh, der schon gleich 5-mal nicht. Und wie schau ich? Das ist schon eher. Da wird gehäckselt. Das kann man. Kann ich mir als Admin quasi in jedes Fahrzeug einporten. Verstehe, das ist richtig. Da sind wir wieder daheim. So, Shift P. Baumodus. Jetzt schauen wir mal, was man da so anstellen kann. Da wird auf alle Fälle gehäckselt wie Pflack. Das darf halt der Lex TV sein, der häckselt den Scheiß. Die machen das schon. So, was haben wir jetzt so? Hallen. Okay, wir haben Hallen. Schauen wir, da kostet eine 300.000. Das geht auf bis, ja, weiß man nicht, 340.000. Oh, ja, ganz schön Oschi. Gut, dass man nicht weiter auszoomen kann. Nein, Birger, halt dein Maul, sage ich mir das Spiel nicht ganz so fest ab wie sonst. Ja, was haben wir da sonst noch? Haben wir so überlappt mit anderen Objekten. Das kann man mitten ins Feld einstellen, das macht natürlich auch Sinn. Was haben wir da? Gropperhallen. Kann man das irgendwie drehen? Steht da irgendwas dort? Kamera zoomen? Wo kann man es drehen? Ich weiß aber halt auch nicht. Was soll das für eine Halle sein? Kann man da die Tore von aufmachen? Dann nehme ich an, hoffe ich, keine Ahnung. Okay. Haben wir da so? Kann man das dann aufmachen oder wie läuft das? Keine Ahnung. Das macht Sinn. So ein Ding macht immer Sinn. Wieso kann man das jetzt nicht? Fluid dran, ohne dass Ei rast? Keine Ahnung. Aber sowas bauen wir uns jetzt mal her. Kostet 176.000. Sowas bauen wir jetzt einmal straight da her. Einfach weil wir es kennen. Einfach weil wir es kennen und weil so eine Halle noch nie geschaut hat. So, schauen wir uns die Halle einmal an. Da fahren wir jetzt, was fahren wir da rein? Da fahren wir Mähdrescher rein. Einfach weil wir es kennen. Da wäre Motor starten. Jawohl. Leicht Viere fahren. Ankuppelt. So. Dann fahren wir rückwärts in die Halle ein. Außer zoomen. Denken wir besser. Oh, gehen wir da links so? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Aber wenn das jetzt zauberhaft ausschaut, dann weiß ich es auch nicht. Corbinian Vollmann. Birger, kann es sein, dass du das noch nicht so oft spielst? Corbinian Vollmann, kann es sein, dass du noch nicht so viel vollständige Sätze geschrieben hast? Nein, in meiner Freizeit spiele ich andere Spiele wie ein Landi. Man stelle sich vor. Rückwärts! So, haben wir schon gefickt da. Machen wir es so. Beste Halle. Nein, müssen wir rückwärts einfahren. Kann man da das Terrain anpassen, dass das flacher wird da? Das werden wir gleich herausfinden. Das werden wir sofort herausfinden. Haben wir da Landschaftsbau. Landschaftsbau, da. Was haben wir da? Glätten. Ja. NM, kann man Größe ändern? Ja. Tut sich da auch was? Ah ja, ganz minimal. Glätten. Glätten, Fucki! Ich meine, der Editor für seine Sachen, der tut sein Nötiges. Ja, der ist jetzt keine Weltmacht. Aber. Bürger reagieren kannst nicht. Nicht best gemeint. Ja, Landschaftsmodus. Was muss man reagieren? Was ist das überhaupt für ein Wort? Wir müssen mit kommentieren. Ja, ich reagiere heute auf ein Video, Alter. Ja, reagier mal mit Salzsäure, du Spast. So! Hallenbau! Hochinteressant! Gebäude! Was gibt's da sonst da so? Silos. Was tut man mit Silos? Kann man das einmal irgendjemand in den Chat einschreiben? Bürgerin wird wegen Landi gespielt haben, bis er Chaos verbreitet und um Verwirrung zu stiften. Nein, eher nicht. Raketenbunkern, das stimmt. Da bauen wir mal so eine saure. Alter, was ist denn das? Hauptsache, man kann nicht weiter auszoomen. Das ist das alle. Was kommen da? Was Silos? Steht da 16 Millionen Liter. 16 Millionen Liter was? Jede Flüssigkeit oder was? Da tust du eine Ernte rein. Aber keine große. 400.000 Liter. Was ist das da? Ein Heulager. Gescheite abgefuckte Schupfer. Da, weiß ich nicht. Getreide kannst du dort lagern, steht rechts unten. Ah, ganz rechts unten. So weit habe ich nicht geschaut. Was haben wir da noch so?
Silo, um Mist zu lagern. Silos wird Getreide gelagert. Ja gut, da steht's eh. Brillbord steht's dort. Hat er wieder nicht gelesen, der Birger. Hat er wieder nicht gelesen. Hat er wieder nicht gelesen. Tun wir weiter, was haben wir da noch? Ein Fahrsilo kann mit Häckselgut, Gras oder Heu befüllt werden. Nach dem Verdichten und Zudecken wird der Inhalt zu Silage umgewandelt. Was ist das? Und das erinnert mich noch, das haben wir im 19 einmal gebaut, da haben wir irgendeinen Scheiß geworfen dann. Weiß ich nicht, sollen wir für den Häcksler ja noch einen hinbauen? Ich weiß es auch nicht. Ah, wie häckseln wir jetzt dann die Bäume ab mit der ultimativen Todesmaschine? Silo-Erweiterungen. Güllebehälter, Zusatzwassertanks. Dann gibt es so Container, was tut man mit denen? Ein Tank zum Lagern von Diesel und Befüllen deiner Fahrzeuge. Okay, macht natürlich Sinn. Wie gesagt, das Spiel hätte so viel Potenzial, wenn es nicht so kaputt wäre. Herr Rössler! Wer kein Mitglied ist, schlägt sein Mu. Hashtag Lotti. Herr Rössler, merci für dein Zwickel. Da kommt bestimmt der Kuhschuss rein. Dann alles auf einmal raus, damit wir Januar im T-Shirt rumlaufen können. Ja, Leon, servus, Erdnuss. Merci für dein Zwickel. Leute, chillen. Wir ergründen gerade den Baumodus des Landwirtschaftssimulators. Dann haben wir Tools. Was ist das? Imetos 3.3. Eine Wetterstation verbessert die Wettervorhersage deines Betriebs. Das ist aber eine massive Wetterstation, Alter. So, bloß ein Stecker in der Landschaft! Aber sicher nicht bauen wir uns. Einfach nur, weil wir es kennen. Die baue ich da her. Die baue ich uns da her. Mich würde interessieren, wo. Okay, es gibt da im Menü so eine Wettervorhersage, gell? Braucht kein Mensch. Braucht das irgendjemand? Ich weiß es nicht. Kleine Fahrzeugwaage. Also klar ist die aber nicht. Was haben wir da? Große Fahrzeugwaage. Was haben wir da? Elektroladestation. Biomethan-Tankstelle. Ja, eine Werkstatt. Mit Hilfe dieser Werkstatt kannst du überall auf der Karte eine Stelle festlegen, an der du deine Fahrzeuge und Geräte auch ohne die Hilfe eines bezahlten Mechanikers anpassen kannst. Braucht kein mehr. Farmhäuser. Ein Haus für deinen Bauernhof. Sonst haben wir doch, das steht ja quasi schon da, oder nicht? Wird hübsch das gleiche sein, oder fast das gleiche sein. Braucht auch kein Mensch. Schauen wir uns die Produktion an. Gibt's da Bunker auch? Nein, eher nicht. Mehr Bunker, mehr gut. Was haben wir da? Biogasanlage. Nimmt Güter an und verarbeitet sie zu anderen Produkten. Das heißt quasi, eingängen. Ja, gut, dass nicht dabei steht, was das ist, weil ich weiß natürlich, weiß ich nicht, der verarbeitet Grabsteine zu Hamburger. Keine Ahnung. Oder Grabsteine zu Batterien. Ich bin unschlüssig. Unschlüssig bin ich da. Könnten sie hinschreiben, was reinpasst. Ich weiß halt nicht auswendig, was das für Symbole sind. Das da könnten Kartoffeln sein. Das da könnten 4 Monate alte Kartoffeln sein, die schon treiben. Keine Ahnung. Tooltips, was ist das? Sprenge, meine Rede. UI-Design, was ist das? Schaut, dass es keinen Handpanzer gibt. Das stimmt. Was haben wir da? Biogasanlage. Wird immer größer. Alter, voll die Atomanlage. Schaut dir mal das an, Alter. Ja, Wahnsinn. Bäckerei. Gut. Kommt, weiß ich nicht, ein Atomsilo rein und ein Brot und das. Was haben wir da? Schreinerei. Da kann man Holzbredel und Baum halt hinbringen. Eine Molkerei. Getreidemühle, Spinnerei, Zuckerfabrik, Schneiderei, Müslifabrik, Ölmühle. Nennt man das echt Ölmühle? Was jetzt eine? Traubenverarbeitung, Bäckerei, noch mehr Bäckerei, noch mehr Schreinerei. Das wäre der größte Schreinerei. Da waren wir doch gerade, oder? Jetzt nicht gerade schon eine Schreinerei geben. Was ist das da? Molkerei, Schreinerei. Nimmt Güter an und verarbeitet sie zu anderen. Was auch immer, diese Hackschnitzel wahrscheinlich und Möbel, keine Ahnung. Mr. Bitbullix, was ist denn mit dir schon wieder kaputt, Alter? Frohe Weihnachten schon mal und einen guten Rutsch. Merci für weiteres gutes Jahr. Egal was kommt, selbst der Corona-Sepp, Mam freut sich immer auf deine Streams und Videos. Fettes Merci für alle, die es sich nicht leisten können. Was? Fettes Merci für alle, die es sich nicht leisten können. Den kapiere ich nicht ganz, aber warum ein 50er, das kapiere ich auch nicht ganz. Jetzt grüßt mir dein Mann von mir, ich sage ein riesengroßes Dankeschön und das nächste Mal kaufst du 2 T-Shirts oder einen Pulli davon, dann hast du sogar noch was davon. Anstatt dem Deppen im Internet ein 50er zum Scheißen. Bussi aufs Nussi, Dankeschön. Mr. Bitbullix, Dankeschön.
Oder kann mir das jemand anders erklären? Was ist da rein, David? Ich weiß nicht, was du geschrieben hast. Nicht leisten können zum Selbstspenden. Die habe ich mir schon gedacht, fast, Mr. Bitbullix. Hab's mir fast gedacht. Aber 50 ist trotzdem zu viel. Auch wenn du das da leisten kannst. Dankeschön. Kann man jetzt nur noch über Superchat spenden? Nö. Der ganz normale Donation-Link auf YouTube müsste ganz normal in der Beschreibung sein. Wie immer. Das ist dasselbe wie immer. Was? Diese Biogasanlage ist so groß wie ein Bürger sein Mini-Bulldog. Ich weiß jetzt nicht so ganz, was jetzt bauen wir einmal eine Schreinerei hin, das sagt er ich. Wo ist denn die Schreinerei hin? Da ist Schreinerei. Bub, jetzt kriegt's eine Schreinerei! Da kennst, weiß ich nicht. Der mal jetzt, wo ist denn da der Anfahrtspunkt? Da vorne ist ein Anfahrtspunkt und da hinten ist ein Anfahrtspunkt. Dann machen wir doch so. Und da bauen wir es her. Kann man eigentlich einen Weg bauen? Also wie soll ich sagen? Was ist das schon? Viecher! Nice! Was haben wir da? Kuhweide. Ein Ort, um deine Kühe zu halten. Was haben wir da? Kuhstall. Ein Ort, um deine Kühe zu halten. Was haben wir da? Kuhstall. Groß. Kuhstall mit Fütterungsroboter. Kostet bloß 700.000. Pferdl. Haben wir Pferdl? Sollen wir uns mal ein paar Pferdl kaufen, einfach weil wir es kennen. Und die stellen wir da in die Wiese rein. Ich weiß es auch nicht. Sollen wir den nochmal, da müssen wir da noch wegrasieren. Das der wir jetzt. Da kaufen wir uns jetzt die fette Forstmaschine. Und dann bauen wir da einen Pferdl und einen Kuhstall hin. Schweindel, Schaf, Händel, Bienen, sonstiges. Oh, leck, der Kanuto! Oh, tut's! Oh, leck, die Hundshütten. Wieso haben wir die nicht schon seit dem ersten Stream? Ich verstehe die Frage nicht. Hundshütten! Neben das Haustier hin. Was geht eigentlich da ab? Da wird schon wieder gekäxelt. Da der Chernobyl-Kackstift wird gekäxelt. So, Hundshütten vor das Haustier hin. Bäm, Alter. Kanuto! Wer kennt den Kanuto noch? Wo ist der Kanuto? Boah, leck. Die Spuren in der Luft, die sind natürlich grandios. Hundshütten für 2.500 Euro. Ja, die soll er haben. Kanuto! Wo ist er? Kanuto! Fressen abfüllen. Wo ist jetzt der Hund hin? Da war doch gerade ein Hund! Wo ist er? Da ist er! Kanuto! Du hast so viele Frames! Aber jetzt, wir können den streichen. Was tut er? Nein! Nein, nicht Mutter so! Kanuto! Also auf R kann man streichen. Ich tue ihn streichen. Und dann versinkt er im Boden. Grandiose Leistung, wer immer das war. Pickle-Rick! Muss sagen, du bist beauftragt, 2 Stunden lang einen Kanuto zum Streichen. Was kann man sonst mit dem tun? Chatten, nein, Karte vergrößern, Handgerät, Beifuß. Kann ich da jetzt eigentlich immer, kann ich den herrufen oder was? Nein, nicht wirklich. Weil ich gerade im Chat lese. Best Game ever. Ich möchte nur noch mal darauf... Wie hat er geheißen? Wir finden ihn jetzt nicht außer, wer da im Fahrzeug sitzt. Wenn man den Scheißnamen nicht lesen kann! In diesem gottversuchten Drecksspiel! Er oder er was? Ich glaube, er was. Wenn es nicht war, bedank dir bei dem, der gerade da umeinander gefahren ist.
Ich glaub, dass es war. Bin mir nicht sicher. So, nochmal, Hund, du bist dran. Ah, Best Physics ever. Ich weiß nicht, was der Hund tut, aber er... Dumm, 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 da, dumm, dumm. Hallo, do something. Oh, der Franz betritt den Server. Der Franz. Welcome back, Franz. So, was müssen wir jetzt tun? Wir kaufen uns jetzt die fette Forstmaschine. Die fette Forstmaschine, weil ich es ausprobieren möchte. Jetzt pass auf. Forstmaschine, ganz nach rechts. Aber das sind ja gar nicht die Dinger da, oder? Haben die sie? Ja, genau sowas. Der, wo einen Baum nehmen kann, abschneidet und dann los geht's. Aber jetzt joint erst einmal der Franz. Er trainiert schon mal für FIFA. Was? Lowrider Hund? Was? Der Disco-Dogo. Ja, okay, wir sind wieder entwickelt. Schönen Gruß und Verweise. Ich liebe sie über alles. Ich käme jetzt Liebesgeständnisse über Donations. Ja, okay, Wani, nehmt ein Zimmer, Kruzifix und dann. Nino, merci für den 5er, die habe ich übersehen. Ein Busserl aufs Nusserl, kauft dir 4 gescheite halbe, kriegst du da Oberpfalz. Du, da kaufen wir sogar 3 davon. Merci dir, Nico, kriegst zurück in die Oberpfalz. So. Aber da hat es doch letztes Mal einen Fettern gegeben, oder? Oder das Ding da? Oder was ist denn der teuerste? Das Ding. Diese Maschine fällt Bäume und schneidet sie auf Länge. Ja, das hört sich doch interessant an. Oder der da. Der kann es aber nicht mitnehmen. Der muss wieder irgendwo auflagern. Ich möchte die gleich einlagern und dann irgendwo hinfahren. Aber da 350, 370. Diese Maschine zerkleinert Stämme zu Hackschnitzeln. Das Ding, glaube ich, haben wir. Kaufen wir uns den. Kaufen wir uns einen Rotne. Sagt ihr? Mr. Fazigir, bevor ich nochmal einen Cent an EA bezahle für FIFA, bringe ich mich lieber um. Der Türkise, ich weiß jetzt auch nicht, was ist denn da Türkis? Ist das Türkis bei euch? Hat ihr besoffen? Was ist denn los mit euch? Das ist blau. Blau-orange. Den kauft man uns! Den kauft man uns! Konfigurieren! Wolleck, schaut aber das drum an! Der kann es aber auch nicht aufladen. Oder? Da hat vorhin so eine Kralle, da kann er es abschneiden und dann, ja, das probieren wir aus. Aber das ist der falsche. Wenn, dann nehmen wir den da. Wolleck! Schau das Ding an! Was tut der? Diese Maschine dient dem Transport von Bäumen. Nein, das ist auch nicht. Transport schneidet sich auf Länge. Also es gibt quasi nicht beides in einem. Das heißt, wir brauchen den und den anderen. Sag ich das richtig? Wir brauchen den da. Leute, was ist denn? Dampfler, mir ist wieder Zwickel. Padre, ich liebe dich. Ich wollte. Wanne, sitzen wir ja eh schon nebeneinander. Jockel, habt ihr auch lieb. Ja, dann. Wanne, Jockel, viel Spaß, habe ich dir. Dann brauchen wir. Ja, oh Gott, warum denn? Muss ich, jetzt halt. Wen nehmen dann? Ich weiß es auch nicht. Ich käme nicht aus. Was tut der? Ja, das ist ja die Häckselmaschine, die haben wir ja schon. Oder? Oder was ist denn das? Die haben wir ja schon. Brauchen wir nicht nochmal. Was ist das? Alter, was ist denn das für ein Raupen? Was tut denn das Ding? Traktoren werden zum Ziehen von Anhängern und Maschinen benötigt. Nein, brauchen wir nicht. Was ist das da? Diese Maschine dient dem Transport von Bäumen. Ja, der kann aufladen, sauber. Schon hi. Den kauft man, also den kauft man auf alle Fälle, wenn wir was hergeschnitten haben. Jetzt schneiden wir erst einmal was her. Jetzt komme ich erst einmal mit dem Ding da. Oh, der gefällt mir, der ist schwarz-gelb, der ist gut. Der ist gut, der ist schwarz-gelb, den nehme ich. Den nehme ich. Was haben wir da? Reifenvariante, kann man nicht ändern. Reifenhersteller. Was ist denn das, Alter? Haben das Schneeketten. Natürlich. Die babyblaue Schneeketten. Was denn MAN? Was für ein MAN? Da ist mir so ein MAN. Der kann aber nicht schneiden, oder? Der hat hinten schon so eine Kralle, aber die hat ja kein Sägewerk nicht dran. Bei denen Physics froh sich ja jetzt bei so was. Jetzt kaufen wir den da. Freilich haust dem die Schneeketten auf.
Und der mal mieten. Möchtest du dieses Gerät für 23.000 Euro mieten? Ja, du her! Was wurscht ist. So, wie lange er sitzt wirklich da und schreit. Und schreit. Wo ist jetzt das Ding? Ja, muss ich mir jetzt durch alle Fahrzeuge in dem ganzen Spiel durchklicken, bis ich jemals in das Ding... Ja, hergottselig, da sind wir! Leck, was ist denn das, Alter? Das meine ich übrigens mit fetten Geräten. Das würde ich halt gerne einfach mal ausprobieren, was das alles kann und was das alles so tut. Leck, das funktioniert. So, fahren wir erstmal heim zu. Querfeldein fahren wir natürlich. Mit dem spiele ich halt übrigens... Mit dem Ding spiele ich halt übrigens... im Bulldog Royal mit, aber das wird mir nicht recht viel bringen. Den Mann brauchst du für den Baum, den anderen zum Schneiden. Ja, das habe ich schon verstanden. Also da, die... Okay, geht wieder. Da ist der Franz! Franz! Hast du meine Schneeketten schon gesehen, Franz? Franz, schau dir meine Schneeketten an, die haben brutal! Schau hin! Der Franz läuft schneller wie ich mit den Schneeketten. Warum? Servus Birger, eine Frage, kann der jemand von der Schweiz Farmmanager haben? Johannes, ja, kann der haben. Wo ist einer von der Schweiz? Johannes, du hast gefragt, du kriegst einen Farmmanager. Auf den Ingame-Chat passe ich aber nicht so auf. Bavarian Redneck Moonshine, welcome to the squad. Bussi aufs Nussi. Warst du nicht schon Mitglied? Bin ich verwirrt, Alter. Denke, du brauchst Fichten oder dergleichen, um das volle Potenzial der Maschine nutzen zu können. Mr. In-Proxy, das werden wir gleich herausfinden. Kann ich eigentlich irgendwelche wilden narischen Baum umdingsen? Umhauen? Den da vorne zum Beispiel. Das werden wir ausprobieren und wenn nicht, dann kaufen wir uns einfach Land, wo Fichten umsteht. Gibt's in der Map überhaupt Fichten? Ah, da hinten Spitzen, ein paar so spitze Baumvierer, das kennt... Na, da müssen wir mal mit dem Toyota Runden fahren, fürchte ich. Da meine ich, müssen wir mal mit dem Toyota Runden fahren. Obacht, Franz! Ich fahre nicht zusammen mit meinen Eisketten! Und das Licht ein. Ah, schaut gut aus. Wie? Brutal ist drum. Wir haben jetzt gleich sehen, wie brutal das ist. Auf alle Fälle sind Physics schon wieder brutal. Es gängen nur Fichten. Das werden wir außerfinden, Lele. Im Fichtendickicht, wo dicke Fichten tüchtig wippen oder so. Nalinator 30, Birger, mach doch mal am Sonntag einen Stream. Ja, na. Der Sonntag ist der heilige Tag des Nichtstuns. Da stream ich nicht mal. Was Pure Action? Ja, leck mich am Zückerli. Mr. Alex Katharsis ist der Landi, Alter. Da ist nur Action. Sag das ja nicht zu laut, rasiert die meine Community. Reisinger! Vom Mann zum Transportieren, vom MAN zum Transportieren, da ich da abbrauen, weil es da furchtbar mit der Stemmlänge aufpassen musst, weil der Arm hinten dran ist. LG von der Frau Baron und mir aus dem Nachbarn. Schöne Grüße, Herr Reisinger. Ich glaube, ich werde da schon wieder angeschoben. Wer ist denn das schon wieder? Abhauen! Ich mag jetzt da einen Baum häckseln. Hört der Baum nun uns. Jetzt schleicht die da hinter mir! Abflug! So, jetzt müssen wir erstmal herausfinden, wie das Teil überhaupt funktioniert. Fahrtrichtung wechseln. Das Game schon wieder, pass auf. Schau, was passiert. Es verschwindet das Model, der Stuhl dreht sich und dann ist es wieder da. Best Game ever! So, was haben wir noch? Schnittlänge ändern. 1 Meter. Wie kann man das ändern? Sagt man da irgendwas dann? Also ich sehe nichts, dass sie da was tut. Harvester anschalten. Den Harvester zuerst ausklappen. Schnittlänge. Harvester ausklappen. Oh. Wie? Weiter. Probieren wir jetzt einfach mal. Jetzt weiß ich mal. Was tut jetzt der Harvester so in seiner Freizeit? Der irgendwas. Harvester anschalten. Okay.
Dieser Baumtyp wird nicht unterstützt. Gut, dann müssen wir uns Fichten suchen. Eine in Toyota Rundfahrt Fichten suchen. Ich schneide jetzt so einen Baum zusammen. Wo ist der Toyota? Wieso habe ich keinen Toyota? Grütze, fix. Wo ist der Toyota? Tu mir einen Toyota. Mei, das ist bei, Alter. Ich bin narrisch. Wo haben da Fichten? Da Autos. Da kaufen wir uns einen fetten Lizard, Alter. So, konfigurieren. Hauptfarbe in schwarz mit blauen Felgen. So, Vollbier-Squad-Karre, Alter. Mieten. Ja. Okay. Außer da. Oh, Konsole. Weg damit. Eine in Korn. Ah, da waren wir schon drinnen. Ich habe uns zwei da. So, jetzt pass auf. Wo haben da Fichten? Weiß irgendjemand auswendig in dem Spiel, wo in der Map irgendwo Fichten sind? Baumtyp Holz wird nicht unterstützt. Ja, weil man normalerweise zum Sitz drin aussteigt. Das glaube ich nicht. Dann hätte ich aber auch für einen Simulator eine Aussteigesimulation haben wollen. Animation. Keine Baum in der Gegend. Wie kann ich Baum in der Gegend? Nein, meinst du, Scheiß drum umsonst gekauft? Scheiß Klump gesorgt. Gibt's da nicht irgendwo Fichten? Das gibt's ja nicht. Die muss pflanzen. Bau das im Baumodus. Pflanz so im Baumodus. Kann man da einfach welche hinscheißen. Achtung. Dekoration. Zaun. Das Land gehört nicht dir. Lampen. Zäune. Sonstiges. Landschaftsbau. Bäume. Ah. Leck, da gibt's für die Riesenbäume. Wow, leck an die riesig. Die bauen wir oben. Wo ist hier? Haben wir gleich fertig. Wer muss Baum abpflanzen? Wie man einfach welche hinstellen kann. Dämliche Scheiße, oder? So, aber die haben wir jetzt hin. Die haben wir da hin. Und da hin. Und da hin. Ja. Und all of a sudden, a fucking tree appeared. Wo ist jetzt meine Maschine? Hey! Irgendjemand steckt in meiner Maschine drin. Raus da! So, passt. Jetzt angeschnitten den Schund. Ist trotzdem kein Fichten, das ist mir schon klar, aber wenn der Baumtyp nicht geht, dann heiße ich Hans Wurscht. So, Harvester anschalten. Harvester ausschalten. Jetzt mir gehen auf. Was tust du da neben mir die ganze Zeit? So, wer bist du? Wer bist du? Ich weiß nicht, wer es bist. Das Space so. Egal. Ignorieren wir es einfach. Ignorier es einfach, Birger. Ignorier es einfach. Außerzoomen. So, jetzt pass auf. Wir können jetzt da. Okay. Und dann? Was soll ich machen? Das Game, Alter! Jetzt passen wir über. Da habe ich auf Y drückt und es. Ich weiß nicht, was es tut. Zuklappen. Was ist das? Was tut es? Habe ich es da anschalten? Ja. So, anschalten und dann? Was ist das? Was zur Hölle? Packt er den Baum von allein oder? Ich weiß nicht, was er. Was tut das Ding?
Wenn er O ist, dann kann man auf X Sägen drücken, ja. Ja, ich hab schon verstanden, aber was tut das Ding da? Ich druck fein nix, gell? Das tut das alles von selber, ich tue überhaupt nichts. Was? Ich drück so viel X habe ich in meinem Leben noch nicht gedrückt. Das ist so eine geistig behinderte Scheiße. Das ist unglaublich. Unglaublich. Wer diese Steuerung verbrochen hat, der kehrt links und rechts. So geschlungen. Der kehrt in der Früh, wenn er aufsteht, futzen. Mittag beim Mittagessen links futzen, rechts futzen. Nachmittag, wenn er sagt, so, kann ich mal 5 Minuten Pause machen, futzen. Und jetzt? Schnittlänge. Jetzt hab ich ihn da. Jetzt soll der doch da so durchlaufen. Was tut denn der Baum eigentlich? Fliegt der? Herr Nico Wimmer, ruhig, du Landauer Haferl. Wo bist denn da du her? Lass mich ran aus Böstinger Moos. Kackspacken. Ah, schau hier. 2 Meter. Wie ändert man das? Z. 3 Meter, 5 Meter. 5 Meter! Sägen. Jetzt geht's da hin. Schau dir so. Da geht's da hin. Und jetzt astelt er das automatisch ab wahrscheinlich auch, oder? Ah, schau dir das. Was ist mit dem Rest jetzt da? So, jetzt haben wir eine riesengroße geile Kackwurst produziert. Dasselbe probieren wir jetzt nochmal. Ja, und gleich nochmal. Und gleich nochmal. Schnittlänge. Warum kann ich da jetzt nicht sägen? Weil ich nicht genau drauf bin. Andere Richtung. Oh, hätte ich vielleicht weiter unten noch backen sollen. Ja, hab ich schon verstanden, den backen wir dann schon noch. Was war das jetzt wieder? Was war das jetzt wieder? Oh mein Gott, das Game, Alter. Best Physics ever! Da war eine Physics von einem... That game, Alter. That game is so fucking broken. Da. Wo liegt denn dieser halbe da hin? Was soll man das weiterhelfen in meinem Leben? Ich weiß es auch nicht. Fahren wir mal zurück aus. So, verteilen wir es ein wenig, damit ihr was zum Suchen habt. Da oben mit dem Schundetz. Oben mit dem Schundetz. Vor 4. Ich habe einen Holzstecker dabei. Oh mei, oh mei, oh mei, oh mei. Oh mei, oh mei, oh mei, oh mei. Ja. Gut, wir da noch ein wenig umeinander. Sag mir ja auch noch ab. Sag mir ja auch noch schnell ab, weil es wurscht ist. So, erst einmal weiter oben. Weiter oben. Ja. Dann bauen wir einen Viertelstuhl hin, den wir nicht mehr hinbauen können, weil da ein Stimpen außen steht. Immer so. Dann heben wir einen sauberen Tee. Sauberen Tee und dann hergeschnitten. Was passiert jetzt eigentlich, wenn wir wieder rückwärts fahren? Hebt es uns dann auch wieder aus.
Ah. Das Game, Alter! Und den Stumpen da hinten, den müssen wir auch noch rausschneiden. Das hilft uns alles nichts. Stimmt, man kann ja. Ach stimmt, man kann ja die Kralle da vorne dran. Das darf natürlich Sinn machen. Kann Sinn machen. Na, ich hab da noch so einen kleinen Stimpen da. Kann man den auch zusagen? Ich weiß nicht. Da ein kleiner Mini-Kackstift rausgekackt. Was ist denn jetzt los? Da haben wir jetzt einfach wegsagen. Ja, das ist jetzt so mittelmäßig geil, muss ich sagen. Das Ding. Ich weiß jetzt auch nicht. Den lassen wir jetzt einmal stehen. Ich kann sich ein paar anderen spielen damit. Ich sitze mir. Oh, voll mir Squad Toyota. Jetzt sollen wir mit dem mal schauen, wie schnell das geht. Ich weiß es auch nicht. Die Handbremse hat es auch keine da liegen. Naja. So. Was gibt's noch für tolle Geräte? Gibt's noch so eine besonderen Geräte wie das, die wir noch schnell ausprobieren können? Das Ding ist real life voll geil, das glaube ich schon, dass das voll geil ist. Sollen halt die anderen derweil die Laubbaum wegsageln. Babykuhstall. Okay, ein Babykuhstall. Sprengi, du hast recht. Wie konnte ich nur? So, Tiere. Kühe. Was ist denn da ein einigermaßen akzeptable Gräs? Überlappt mit einem anderen Objekt. Das hilft uns alles nichts. Da können wir es herbauen. Jetzt pass auf. Bauen wir dort Kühe her. Was mir so ein bisschen Land gehört nicht dir. Ja, bauen wir es da her. Objekt platziert! Jetzt gibt's die Babykuh, Alter. Die Babykuh. Schafe. Produktion, Gebäude. Und wo können wir jetzt Viecher kaufen? Irgendwo da hat man doch Viecher kaufen können, oder? Mal Tiere. Ne. Wo hat man da jetzt Viecher kaufen können? Forstmaschinen. Auswählen. Zurückgeben. Gehen wir zurück. Braucht sowieso keiner. Das scheiß Auto braucht auch keiner. Zurückgeben. Weg damit. Da ist der Viehhandel. Schön. Da haben wir Brown Swiss. Warum kostet die 200 Euro, die 1100 und die, weil Unterschied. Alter, 18 Monate, Reproduktion 10 Monate. Kauft man uns. Da, das ist ein schöner Kier. So stellen wir hier Kuh vor. Angus. Ein Angus-Rind? Birge du auf, ich brunz mich gleich. Wieso? Ich tue überhaupt nichts. Ein Babykuh brauch ich. Zum Schnitzelklopfer, du. Oh, lecker, eine Limousine. Was ist eine Limousinenkuh? Warum? Warum? Kann man das nicht mehr erklären? Ich kenne mich nicht aus mit Kier. Entschuldigung. Bin kein Bauer. Reisinger, lang nicht mehr gehört. Merci für den Fünfer vom Mann zum Transport. Also, das habe ich vorher schon gelesen. Ich bin ein Depp. Herr Reisinger, trotzdem, lang nicht mehr gehört. Merci. Mojo, aber dritt Bier, danke für den Stream. Ich bin leicht nervös von morgen, weil ich Lehrabschlussprüfung habe und du mich von meinem Stresslevel einfach overholst. Bussi aufs Nussi und von deinen Lieblingsnachbarn, dein Mojo. Mr. Mojo mit einer humanen Donation. Bussi aufs Nussi, fake liegt man, das wird schon. Die Lehrprüfung ist leichter, wie du meinst. Das ist eigentlich schon fast lächerlich. Kriegst hin. Da, was denn wir kaufen? Wir kaufen den. Holstein. Einpacken. Eintüten. 5 Stück. 5. Ja. Tiere wurden gekauft und nur ein Baby. Baby kauft man auch. Die ist Alter 0 Monat. Auswählen. Kaufen wir auch 5. So. Wo tun wir die jetzt hin? Wo haben jetzt die? Geh mich her da. Wo ist der Kuhstall? Wo ist der Kornutto? Nein, nicht mit der Motorsog. Was haben wir jetzt da? Was habe ich da eigentlich hingebaut? Ach, ein Ding habe ich da hingebaut. Schreinerei. Da hinten an unsere Kühe. Die sind meilenweit weg. Die sind meilenweit weg. Bitpolix! Fotzt du Horn sein Gas, kauft der Kühe. Schau hin! Aber Babykühe sind keine dabei. Ich bin enttäuscht, scheint Software. Ich möchte mit dem Landi 25 Babykühe. Sonst spiele ich nicht mehr. Mr. Pitbullix, merci für deine Mitgliedschaft. Herr Donner, jetzt wird's dann Zeit für eine Klopause. Obacht, Obacht. Müssen wir uns langsam darauf vorbereiten, ja. Hilft dem nicht. So, Philipp steht draußen. Was kann man jetzt eigentlich mit den Kier so rein? Was ist denn das da? Kann man den melken auch? Okay, also. Warte mal, schauen wir uns nochmal die so.
Ein bisschen lost schaut's schon aus, muss ich sagen. Aber kann schlechter sein. Muss mir einer lassen, es könnte schlechter sein. Der Mund schaut ein bisschen seltsam aus, finde ich. Ja, und die Animation beim Healing ist auch ganz nett. Kann man schon lassen. Kann man schon lassen. Werden die Kia auch 1 Liter angehen? Das weiß ich noch nicht. Tier, Holstein, Alter 0 Monat, Anzahl 5, Gesundheit 0%. Ja, sie haben 0% Gesundheit, also sie haben nur noch wenige Sekunden zu leben. Zeitsching, ist eine Babykuh Stall nicht die Schnitzeltheke von der Metzgerei? Irgendwie ja. Merci für deinen Euro. Dani, merci für deinen 5er. Sehr Bier, schöne Grüße aus Oberösterreich. Bin gerade erst heimgekommen, trinke Bier auf die. Das lässt dir schmecken, Herr Karl. Merci für deinen 5er. Busse aus Nussi. Busse ins Nussi. Weil's wurscht ist. So, jetzt haben wir hier. Was gibt's jetzt noch Schönes zum Singen? Außer synchronisiere Daten mit Spielern. Die brauchen Futter und Wasser. Ja, das haben wir schon gedacht. Deswegen haben wir noch keine Kier nicht angegriffen, weil dazu müssen wir die Felder bestellen. Mit Osaan, warten bis gewachsen ist, düngen und den ganzen Mist. Und Satz meine Base. Da habe ich was Besseres zu tun in meinem Leben drin. Der Ruggermuffin schreibt, wenn du mir wirklich ein fettes Teil haben möchtest, dann hol dir mal den zweiten Walkabout Mother Bins bei den Überladewagen, der hat 9 Achsen. Den schauen wir uns so. Mit dem fahren wir dann schnell an den Tankstelle. Ich muss bieseln. Ja, machen wir ein bisschen schneller da. Mojo, nein, stop it. Psst, aus. Böse. Wird schon passen, ja. Ist ja in meinem Leben eh schon die zweite. Ah, die ist ja schon die zweite leer. Hast die erste angeschlossen? Wie, das kommt jetzt per Donation. Schreib's in den Chat ein, du Zipfeladam. zwei abgeschlossene Ausbildungen, Respekt. Wieso müssen die Kier nicht synchronisieren? Gecki, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, das sind Pro-Gamer-Kier. Das sind 0 km/h Kier. Das da ist eine 4 km/h Kur, die anderen sind alles 0 km/h Kier. Ah, das ist eine 1,5 km/h Kur. Ah, 1,5 km/h, was tut denn die? Möchte ich angreifen? Ich weiß es nicht. Ah, kann man schon lassen. Also animationstechnisch und modelmäßig kann man schon lassen. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Jetzt darf mich natürlich interessieren, wenn wir die fuhren und so einen Scheiß, aber wir haben ja keins da. Ob die dann auch da reingängen und essen und so. Das darf mich interessieren. Das darf ich gern sehen. So, jetzt pass auf. Jetzt kauft mir das drum, was der andere gesagt hat. Überladewagen, sagt er. Das sind ein Überladewagen. Ich hab doch keine Ahnung von dem ganzen Scheiß. Hallo, bin Computerdepp. Mehr Frontlader, ist das da? Ah, da, Überladewagen. Und dann, wie hast du gesagt? Was hast du da, wo hast du das jetzt eingeschrieben? Wo haben wir das jetzt gelesen? Walkabout Mother Bins. Wo ist denn das drin? Den links für 169.000. Wollen wir durchschauen? Den da. Ah, da, Walkabout Mother Bins. WMB 6000. Sie dir so kaufen! Den Miet, Alter. Ja! Ob wir mit dem in die Tankstelle reinkommen, das weiß ich nicht, aber schauen wir mal. Mit was zieht man den? Mit einem Düsenjet. Keine Ahnung, was zur Hölle ist das? Es schaut aus, als wäre es die eine Hälfte von der Apollo 13. Die andere Hälfte oben drauf gesteckt und dann kann ich zum Mond fliegen damit. Mit dem E-Auto. Und was transportiert man da damit? Der hat 211 Kubikmeter gingen da rein. Da brauche ich quasi 400 PS dafür. Ja, mieten wir. Ja, damit. Mieten, hocke ich mich in irgendeinen Bulldog ein, dann hole ich ihn ab und dann fahren wir in den Tankstelle. Und irgendwo muss ich hinbrunzen. Mehr. Was haben wir da? Ist das ein dicker Find? Nein, ist es nicht. Ist das ein dicker Find? Nein, ist es auch nicht. Ich weiß auch nicht, mit was dass wir dem fahren. Wir haben ja nichts anderes. Dann fahren wir halt mit dem. Oh, zurück aus. Zurück aus. Warum kommt denn nicht gescheit fahren? Chris! Kennst du ja Futter beim Shop kaufen? Das habe ich mir auch gerade überlegt. Das kann man nachher einmal schnell tun. Ja, aber jetzt holen wir mal den Riesenanhänger da. Weil jetzt sehen wir, ob ich das mit dem Mieter den größten Bulldog dafür. Das ist eigentlich auch keine schlechte Idee. Wenn wir schon die großen Teile ausprobieren wollen, machen wir Großtraktoren. Schau dir die so. Ganz nach rechts. Was haben wir da? 400.000. Was kostet der teuerste? Schauen wir mal. Für alles so 400, 300. Ja, wird schon der dickste sein. Kauft man den. Ein Johnny?
oder ein New Holland? Nehmen da. Nehmen wir das. Den mag ich ausprobieren. Was kann man da noch so? Motorausführung. Dann nehmen wir den ganz dicken. Wie viel PS hat er dann? 670. Alter, das ist fast der Düsenjet, von dem wir reden. Oder was kostet das Teil in echt? Das ist auch Wahnsinn. Schauen wir die so mit dem Teil, weiß ich nicht. Also ich revidiere, wenn ein Zombie-Apokalypse ausbricht, dann möchte ich in dem Teil sitzen. Mei, alles weg, was da ist. Mei, alles weg. Bandlaufwerk. Alter. Super Breitband. Laufwerk. Design EU, US. Was ist da der Unterschied? Achso, ja, das ist. Das ist Sicherheitsdinger, weil man ist ja blind, wie breit das Auto ist. Ein Auto. Panzer, ja, das ist der kleine Handpanzer. 5000 und in den USA ist es wurscht. Da nehmen wir natürlich die USA-Version. Der hat bloß der hinten ein Wandschädel, so mit Stopp nicht weiterfahren. Den nehmen wir. Mieten! Jawohl! Steht er schon da wie ein Picke auch. So, eine damit. Da ist er! Schau dir noch. Hochgeschmissen. Jawohl. Müssen wir da erst einmal. Hoppala. Schaffen wir, kommen wir da noch um Kurven rundum, ja. Ja. Hängt da schon dran auch. Was der mir mit dem Ding jetzt? Viechfutter einladen. Kann man den überhaupt abladen? Rohr ausfahren. Was für Rohr? Wo hat denn der Rohr? Was für Rohr? Ach, da vorne ist ein Rohr. Tu mir Rohr ausfahren. Oh. Gibt's immer so. Was gibt da? Da jetzt die Sachen außerpumpt werden, oder wie? Okay, verstehe. Abdeckung schließen. Ah, schon wie gut das Ding ausschaut. So, wie jetzt da jemals aus der nächstes Gerät, Hupenkamera oder mehr kann er das Ding schon gar nicht. Da kann man viel Viechfutter einschütten, ja, das ist richtig. So, jetzt bin ich gespannt, ob wieder aus der Ausfahrt rauskommt. Ich fürchte nicht. Jetzt tu mal, was hängt denn da hinten schon wieder alles dran? Da hängt so viel dran. Fahr weiter jetzt. Ah! Stopp! Ah, so verlegt! Nochmal ein bisschen zurück aus. Der Lenk der Mietsäge, das ist richtig. Wie sollst du denn da so um Kurven fahren, sag? Ja, es geht schon. Es geht schon. Oh, wo war die Tankstelle da vorne? Ich muss zum Pissen, Alter. Ich muss schauen, wie es am Tankstell-Torsten geht. Hab ihm was mitgebracht. Ein Tankstellen-Torsten. Wo ist jetzt da die Tankstelle? Da vorne was, gell? Ja, haben wir gleich da. Ja, das ist schon massiv drum. Schau dir das an. Was kann man da jetzt rein? Ich weiß es auch nicht. Komm ich da schon in die Tankstelle? Ich weiß es nicht. Werden wir herausfinden. Alter, das Drum ist viel zu groß für die Straße. Ja, ist. Ich kann mich mal ein bisschen sauberer einordnen. Aber das hat sich jetzt gleich erledigt, weil wenn wir da in die Tankstelle einmal reinfahren, kommen wir nie wieder raus. Mojo! Schau dir mal vorherige Donau an, bitte, die hast du übersehen. Ah ja, falls du nicht geschrieben hast, ich habe die erste angeschlossen. Jetzt muss ich erst einmal einpacken, Mojo. Fabian, merci für den Euro, aber ihre Bier kauft auch ein Windradl, wenn die gibt. Und stellt Zeit schneller, gibt Haufen Geld. Muss ich mal anschauen. Chris, merci für den Zwickel. Mojo! Ja, die erste war ein Hotelfahrt. Ach, die habe ich wirklich übersehen. Verzeihung. Herr Mojo, stop it now mit Zähnen zum Schmeißen. Und die zweite ist Veranstaltungstechniker. Und jetzt los ist mit den Donos versprochen. Also hast du selber gebrochen. Merci, Mojo. Und GZ? Wird schon. So, jetzt müssen wir da irgendwie einlenken. Wie wir das machen, weiß ich noch nicht, aber das werden wir herausfinden. Schau dir das an! Stehen wir da, wie ein Picke! Wie ein Picke stehen wir da! Schau dir mich hin! Und jetzt soll er was! Jetzt gehen wir, Pinkelpause. Wer nicht Bissing geht und nicht schnell und muss und nicht geht währenddessen, der ist selber schuld. So,
Kruzifix, wir hatten da so randaliert, euren! Ich hab dir extra 2 Kisten mitgebracht, du Penner! Du kannst du mich mehr kreuzen, dann nimm es wieder mit. Leg es raus vor der Tür aussehen! Anstatt dass es dir gibt, wenn du nicht aufschaust aufs Zeug, du Trottel! Putzen halten, was ist überhaupt das da? Ah, oh Gott, das war echt dringend, Alter. Schau mir nicht beim Pissen zu, du! Ich hab extra einer gekriegt, dass der Bruder wegen der Schiene ausschaut und du? Was da Login? Na, egal. Was das ist, erkläre ich euch, wenn ihr ein bisschen älter seid, Kinder. Ah. Ah. Ja, ja. Ja. Verzeih. Verzeih dich mal. Geh mir ja nicht lange auf den Sack mit dem Hintwaschen. Was haben wir Arbeitshosen noch? Die nehmen noch mal was mit, du Trottel. Halt je! Ja, hoppala! Falsche Szene! So! Fertig! Dem Trottel da drin nehme ich noch mal irgendwas mit. Ganz ehrlich. Grütze fix nochmal. So, was wollten wir jetzt da? Viecher fuhren, das Thema. So, wo ist denn der Vollbier-Squad? Ich brauch den Vollbier-Squad einmal beim Shop. Oh, Scheiße, da kommen wir da jemals wieder raus. Da kommen wir nie wieder raus. Da kommen wir nie wieder raus. Ich kann nicht mehr fahren. Warum kann ich nicht mehr fahren? Wo geh ich nicht da an? Scheiße, Alter. Da werden wir Pech haben. Müssen wir uns noch mehr mieten. Heften so ist nix. Matrix! Für die schöne Oberschenkel kriegst gleich einen Flins und Nivea. Hey, ich hab den most sexiest Oberschenkel und Unterschenkel-Wadel auf der Welt. Saure Wadeln, Alter! Vollgas! Schubt's mich raus! Außerschirm! Ich fahr einfach da ins Waldstück. Nein, häng am Schädel fest! Nicht so fest, Schirm! Nicht so fest, ich muss noch mal zurück aus! Zurück aus muss ich noch mal! Ich kuppe da mal ab. Warte, ich kuppe ihn ab. Ich kuppe ihn ab. Tu mich nach rechts. Ich tue mir ein wenig nach rechts. Warte. Ja, ein bisschen zurück aus. Dann nochmal ein bisschen rechts. So. So. Jetzt fahren wir da durch. Weil es eh nicht hilft. Zurück aus. Ja, geht schon. Geht, er wird schon. Den krieg ich schon durch da. Den krieg ich schon durch da. Abhauen jetzt. Ich sehe jetzt ist doch wieder nur so ein kleines Scheißheißel. Kruzifix. Ich steck fest. Ich steck fest. Ha! Ich möchte so gerne ausfahren. Ich sehe halt nicht, wo ich hinlenke mit dem Ding, gell? Oder wie weit das ich schon gelenkt habe. Zurück aus. So, und jetzt halt rechts aussehen. Rechts aussehen da. Aussehen. Nein. Ja! 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 Ha! Nein! Wo hängen jetzt wieder? Fahr zu! Gottverdammter Scheißdreck. Ja. Nein. Ja, so, da so lässt man jetzt stehen. Jetzt pass auf. Jetzt lenkt man ein wenig so. Dann fahren wir nochmal sauber rückwärts hin. Jetzt ziehen geradeaus raus. Ziehen geradeaus raus, that's what she said! Dude, Motherfucker! Müssen wir nicht dahin zum Hupen. So, und ihr habt mal beim So halt zugehört, oder wir verstehen das.
Da geht direkt mein Licht da. Düt, düt, düt. So. Jetzt pass auf. Jetzt brauchen wir ein Viecherzeug. Lasst mir mal in Ruhe jetzt da. Ich muss umdrehen. Ruhe, ich muss umdrehen. Wir lassen da jetzt eine Viecherfude ein, eine Kuhfude. Und dann bringen wir das die Kühe. Und dann schauen wir, was passiert. Ich komme mit dem Ding niemals in den Kuhstall ein. Mei, was jetzt denn hier, ey? Verpiss dich doch dann mit deinem scheiß Toyota. Oder hat er umgeschmeißt? Oh Gott, help me, I'm stuck! Step here, help me! Was hab ich? Mr. Mojo! What the fuck are you doing? Jetzt los ist, weil jetzt hau ich mich hin. Viel Spaß euch noch und bis bald. Ajo und es ist ein Mähdrescher, dresch's mehr. Haut's euch eine. Mojo, ich weiß. Mojo, wir fangen das jetzt nicht nochmal an. Nicht nochmal! What are you doing? Please stop this. Ich weiß nicht, was ich zu den Sachen nicht mehr sagen soll. Du weißt das ganz genau, das ist nämlich nicht das erste Mal. Das ist nicht das erste Mal. Und es war ja schon 2,5 Mal so viel. Mehrmals. Ich erinnere mich schon noch. Tu dich nicht an. Mojo, viel Glück morgen. Merci dir. Das ist sauber 2. Bitte nicht nochmal. Bitte nicht. Please. Nope. Dankeschön, selbstverständlich. Grüßt meine Frau Geschi von mir. Bussel aufs Nussel. Und jetzt gehst du in die Haie, viel Glück morgen und dann schreibst du mir im Discord, ob du es geschafft hast oder nicht. Abhauen. Merci dir. Und den Herrn Lacher natürlich auch. Was für 5.000 € darf ich es mir auch überlegen. Andererseits, beim Unisex-Scheißhaus darf ich es mir trotzdem nochmal überlegen. Danach, was jetzt stickst? Nein, sag's nicht. Birger! Aus! 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 Leute, Dankeschön. Bussi aufs Nussi, aber bitte übertreibt's nicht so krass. So, müssen wir fahren. Ich bin ja schon wieder bedrängt. Ja, Toyota, jetzt hast du einen Drink. Tschüss dann. Ganz tolle Geschichte. Und jetzt steigst du aus und dann holst du dich. Spiele-PC. Okay, bye. Weiter geht's. Press F for Respect für einen Spiele-PC. Herr Schubert, Bussi aufs Nussi, welcome to the squad, oder? Jeder, der mir da jetzt irgendwo quer durch Ding auf den Sack geht, den kick ich einfach, was sowieso nicht hilft, oder? Press F für einen Spiele-PC. Und ich warne euch da hinten, dass mir einfahrt, wenn ihr euch umwirft, euch. Ich möchte jetzt Kurfutter in das Ding eingeladen haben. So schaut's aus. Ich stelle mir jetzt da raus und dann kauft man ein wenig ein Kurfutter ein. Was denn das Passwort, schreibt der Moritz Schweiger. Das gibt's bei mir im Discord im Landi-Schmerz. Was hast du denn da für ein Gerät? Das weiß ich auch nicht so genau. Ein Panzer und die erste Hälfte von der Apollo 13. Machen wir lieber hinten zu, schaut gesünder aus. Schaut gesünder aus. So. Was ist das Viechfutter da vorne oder was da auf der Straße liegt? Weiß ich nicht, wollt ihr einen Sandsackbunker bauen? Ich glaube, der Kurfutter lohnt. Steht sowas nicht normalerweise auch dabei dann? Überladewagen? Schauen wir da mal da rein. Haben wir da? Schaut nicht nach Kuhfutter aus, ne? Ja, dann brauchen wir einen normalen Hänger. Anhänger. Der schaut mich an, als kann der alles lohnen, hä? Der Landwirt und LS-Spieler, bitte rede Hochdeutsch! Nein! Bitte verlassen Sie meinen Stream! What the fuck are you talking? Was nehmen da dann? Was passt denn da dann? Wir müssen das wahrscheinlich ja einkippen, oder? Muss man das dann zur Seite auskippen oder nicht? Nimm einen von deinen Hängern, die schon da sind. Okay, wenn die natürlich dazu geeignet sind, dann gehen wir die Riesenmaschinerie wieder zurück, da ich sagen. Dann holen wir mal ein wenig ein Viechfutter. Ein Viechfutter. Das ist mal das hier. Wo war... Nein, warte mal. Da. So, dann gehen wir den einmal zurück. Auswählen, zurückgeben. Ja. Ja. Sätechnik. Synchronisiere Spaten mit anderen Spaten, Alter.
Oder seitlich ist eigentlich wurscht, das habe ich mir schon fast gedenkt. Gedenkt, dass das wahrscheinlich wurscht ist. Aber das werden wir ausprobieren. Das werden wir ausprobieren. Holen wir uns in die alten Fenster und anhängen und dann schütten wir die Kühe mal ein wenig eine Kuhfuhr rein. Und ein Wasser werden wir auch brauchen. Für das werden wir einen extra Hänger brauchen, nehme ich mal an, oder? So mit so einem Tankding hinten oben. Gibt es da extra so Wasser? Da Tierhaltung. Was haben wir da? Was ist das? Ein Futtermischwagen mischt Silage, Heu, Mineralfutter und Stroh. Futtermischwagen. Mit diesem Fass lassen sich Flüssigkeiten transportieren. Ja, der Aquatrans. Und den kauft man. Was gehen wir da? Bereifung. Breitreifen. Nehmen wir Breitreifen. Kaufen. So, einer von meinen Vollbier-Squad-Mitgliedern soll bitte ein Wasser holen. Ein sauberes Wasser für unsere Viecher. Das wäre cool. Jetzt nehmen wir mal einen Hänger. Was haben wir da für einen Hänger? Warum fährt der Bulldog? Das verstehe ich nicht. Warum kann ich mich da sitzen? Das verstehe ich auch nicht. Boah, wir haben doch da irgendwo einen Hänger. Unsere Kühe verhungern und verdürsten wahrscheinlich gerade. Jetzt holen wir mal so einen. Wir haben doch so einen schönen roten Hänger gekauft. Tu mir einen Hänger her. Tu mir einen Hänger her, Alter. Da steht doch einer, warum kann ich mich da nicht? Weil da einer drin sitzt! Wer sitzt denn da schon wieder drin? Jetzt klaut's mal nicht alle meine Hänger, ihr Penner! Hallo? Hallo? Ja, oder ihr fahrt's dabei auf, oder was weiß ich, was jetzt? Weißt du was? Ihr fahrt's dabei auf, ich kauf dabei Viechfutter. Fahrt's zu. So, Big Bags. Wo ist ein Viechfutter überhaupt drin? In so Paletten? Mineraldinger, Saatgut, Kalk, Schweinefutter, Streusalz, Hafer. Weißt du, was kann man denen überhaupt zum Futtern geben? Muss man nicht zurückfahren. Wasser brauchst du nicht mehr? Kein Wasser? Ein Silo brauchst. Was macht das für einen Sinn? Du musst, ihr schreibt so ein Durcheinander. Brauchst kein Wasser, ein Silo brauchst? Nein, Ballen. Die oberen wenigstens was. Was? Burger und Pommes haben's gern? Ja, da die ja machen. Schauen wir doch einfach mal nach, was man da reinschütten kann. Sagt mir das, was man da reinschütten kann. Schauen wir mal. Was ist da? Kuhstall, Tiere, Gesundheit, bla 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 bla, Milch, Stroh, Gülle. Wo sollten die jetzt ein Heu, Stroh und Silage herkriegen? In Ballen ist drin. Bei Ball, achso. Kann man das auch einfach kaufen. Da, oder? Rundballen Heu, Quaderballen Heu. Rundballen Silage, Weizenstroh. Heu, Stroh und Silage. Okay, dann kauft man mal 5 Sehene. Kaufen. Okay. Dann kauft man Silage. 5. Kaufen. Und Rundballen, Weizenstroh muss ich konfigurieren. Das kauft man einer. So. Jetzt? Wir haben doch da noch so einen kleinen Hänger, da wo wir die Ballen rein da können. Gibt einen anderen, da kannst du dir mit Strohhalm, Silage plus Mineralfutter einen Mix machen. Kann ich denen nicht auch einfach diese 3 Sachen da reinkippen und fertig? Oder muss ich das mischen? Lass mich kurz schauen. Da haben wir wieder bei der Tierhaltung. Wahrscheinlich. Warte mal. Tierhaltung. Ein Futtermischwagen mischt Silage, Heu, Mineralfutter und Stroh. Zu TMR, was auch immer TMR ist. Bestehend aus 60% Basisfutter und 40% Kraftfutter. Und dies kann direkt an die Kühe verfüttert werden oder irgendwie so. Einstreuerladen, Strohballen, um den Boden des Kuhstalls mit Stroh bedecken zu können. Herr Karl, bitte kauft da kein Case oder Steierhackel in die Bude in St. Valentin und es ist für den Arsch. Industrielackierer ist ein undankbare Hacken. Ich hab keine Ahnung, Herr Karl, was du da jetzt genau damit sagen hast wollen, aber okay. Danke dir. Ein Silo King, den da, Futtermischwagen, Silage, Heu, Mineralfutter und Stroh. Da brauche ich ja noch Mineralfutter. Wo kriege ich denn das her? Den kauft man. Kaufen. Ah, okay. So, jetzt fahre ich mit meinem Bulldog da mal in das Geschäft auf. Nimm den Hänger da vorne mit. Die anderen haben mit den Hänger schon aufgefahren. Die werden schon angefangen haben. Und dann kriegen wir das schon. Wo ist denn der? Was ist denn mit dem Ding?
Fahren wir das. Da ist Kupplung im Gebäude drin. Rückwärtsgang. Außerschalten. Ja, fast. Fast. Nochmal einen Schwung. Und in den Hänger kann man doch da die Ballen eine stoppen, oder? Außer dabei! Jawohl! Da, bisschen Zurückgas noch. Bisschen Zurückgas noch. Geht schon, geht schon, geht schon, geht schon, geht schon, geht schon, geht schon noch. Noch ein wenig, ja! Schau hier! So, jetzt fahren wir da sauber ohne. Da fahren wir jetzt sauber da rein. Zurückgas! Zurückgas! Hoppala! Das war nix! Du, das war eben nix! So, Zurückgas! Ja, Kuppel halt dann. Mein Gott, du Spacken! Ja. Kann ich den da überhaupt ohne hängen? Ja. Geht schon. So, auf zum Shop! Auf in den Shop! Oh Gott, ist da mein Bulldog wieder. Nein, nicht wieder da ohne fahren, nicht wieder da ohne fahren. Nein, dann gehen wir bloß auf, voll quer durchs Fett durch, das passt schon. Ah. Was in Zilo King kostet die Ballen auch reinschmeißen, das geschreddert werden sie fix. Ja, aber wo werden die dann hingeschreddert? Das werden wir herausfinden. Werden wir herausfinden, das ist mir wurscht. Ich wollte jetzt einen Hänger haben und mit meiner Gabel wackeln. Ein Ruhes! Was tut denn jetzt da? Geh weg. Ich bin jetzt da einfach mitten in das Teil gefahren, einfach weil ich es keiner habe. Los geht's. Ich nehme den Hänger trotzdem mit. Das ist mir wurscht, ich mag jetzt Hänger fahren. Hänger fahren und Disco-Licht. Wir fahren da wieder umeinander. Das ist wieder irgendein Trottel in seinem geschissenen Auto drin. Haupt da! Ich bin jetzt da. Was steht denn da vorne eigentlich? Der steht doch auch schon seit 5 Wochen da vorne. Dieses komische Tankding da. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. So, jetzt dringe ich mal, währenddessen wir da mit 20 km/h geradeaus fahren. Wir haben heute noch nichts zerrissen. Ich sag, das ist aufgefallen, es ist schon wieder fucking 9:30. In einer Viertelstunde können wir mit Bulldog Royale fahren. Könnt ihr euch schon mal mental drauf vorbereiten. Ich futter jetzt aber die Kühe noch, das mag ich sehen. Das mag ich sehen, was dann passiert. Da steht der Jörg, da ist der Elias. Elias! Da einen Haufen Ballen. Ah, der wirft schon. Der zieht die schon häckseln, oder was? Wird da schon. Ist das unser Häckselgerät, oder was? Ah, da werden ein paar ein Ding. Aber ich geh weg. Entschuldigung. Ich geh schon weg. Ich schau mir das so, wie ihm das hier haut. Schauen wir uns ein wenig genauer an. Hans schon drinnen, schon hier. Okay. Aber, da ist so laut. Aber wir müssen jetzt den Platz tauschen, weil zu den Kier da nie gerne reinfahren. Wer auch immer du da drin bist. Ich glaube, es ist der Franz. Es ist der Indiana Jones Franz. Franz! Magst du bitte schön aussteigen, Franz? Es ist tatsächlich der Franz! Franz, du bist der Beste! Franz, du bist die Nummer 1! So, wie schauen wir jetzt da aus? Franz, du kannst mein Phantom mit dem Anhänger. Was haben wir jetzt da drin? Jetzt passen wir auf. 16.000 Liter. Mischverhältnis. 56%, 43%. Nächstes Gerät auswählen. Tempomat, Abkippseite links. Helfermenü, Futtermischwagen abschalten. Nein, nicht abschalten. Wir mischen da ein Massiv. Schaut aus wie ein Kaffeeprüfer. Aber wir werden aus der 2 km/h Kuh wirklich eine 4000 km/h Kuh. Irgendetwas, ich weiß nicht, irgendwas geht noch ab. Nein, doch nicht, schön. Wenn wir da herum steht das Mischverhältnis, wenn wahrscheinlich die 3 Sachen oben voll sind. Nein, Mineralfutter brauchen wir noch. Hat's geheißen, gell? Oder irgend sowas ähnliches. Viehhandel. Nein, nicht Viehhandel. Wo ist denn das Zeiger drin? Ich kann mir nicht merken, wo das drin ist. Big Bags. Mineraldünger war es nicht. Das war irgendwas anderes. Paletten.
Paletten. Flüssigdünger, Herbizid, Flüssigdünger, Mineraldünger, Pappe. Zuckerrohr, Setzlinge, Saatgut, Bonsilage, Siliermittel, Mineralfutter, da ist. Kaufen. Ja. Kann man noch nicht mehrere kaufen. Tun wir mehrere kaufen. Kaufen wir mit 2. So. Jetzt haben wir so Paletten auch noch da. Die schau. Oh. Wo ist jetzt der Bulldog, in den ich einsteigen wollte? Warte. Komm hier rein. Achtung. Nein, Franz, Vorsicht. So. Abkuppeln. Kann ich mit dem Ding überhaupt... Oh. Wer immer da gerade einladen wollte, das tut mir leid. Wo ist denn das? Ist das da der Mineraldünger, der da am Boden liegt, oder was? Ich hab doch da so ein Palettending. Jörg, ich muss jetzt leider da mehr aus dem Ding runterfahren. Absolutes Chaos. Da steht so viel Scheißdreck umeinander, dass es ganz aus ist. So, jetzt machen wir so. Ne, das war nicht ganz richtig. Mr. Doghouse, Servus Birger, kurz ist unser Nachname. Kurz, der ist sehr kurz, das ist richtig. Herr Dark Hupsi, Bussi aufs Lussi, merci für den Zwickel. Ich muss jetzt da Paletten aufstehen. Wir schauen, ob ich das hinkriege. Also, also. Geradeaus, gerade. Kriegen wir die Gabel ja so in Paletten rein. Ja. So, absetzen, absetzen und einig. Kann man das überhaupt einfach den Sack da reinwerfen oder was? Ich sehe gerade nichts. Ja. Ich sehe halt aber auch nichts, weil nur Scheißdreck da oben ansteht. Oder muss man vielleicht schon sehr genau sein, gell? Stiege mir auf. Ja, geht schon. Geht schon, geht schon, geht schon. So hoch. Ich komme gar nicht zu hoch. Ich komme überhaupt zu hoch. Ski-Vierer gefahren. Bleib nur stehen. Bleib nur stehen. Kriegen wir schon. Ja. Ach, das wird dann so abgeladen. Ja. Was ist jetzt mit der Paletten? Ist voll jetzt schon, oder was? Voll wieder. Voll wieder zurück aus. Aber Franz, jetzt musst du mich einsteigen lassen. Franz, du musst mich einsteigen lassen. Merci dir. So, haben wir jetzt da alles drin. Wo steht jetzt da was von einem Mischverhältnis? Ich weiß es nicht. 4,5% Mineralfutter, das klang da nie, oder? Aber wir haben ja voll. Und das kann ich jetzt die Viecher einschütten, oder was? Ach, ich muss wahrscheinlich in dem Bereich drin sein, der da angezeigt wird, oder? Also die 2 weißen Pfeile. Da, wenn ich in der Mitte drin bin, ist das Mischverhältnis passend und alles ist cool, oder was? Schaut mal! Oh nein, der Anhänger ist umgefallen! Ja, da müsst ihr euch hier drum kümmern. Ich hau ab, ich fuhr das hier, habe ich die Ehre. Dafür fahre ich der Verkehrsregel noch. Da, schön links blinken. Ja, nicht den Verkehr aufhalten. Da, ich bin raus. Okay, bye! Ah, schaut ganz gut aus. Schaut ganz gut aus. Oh, da müssen wir rechts. Oh, blinken nicht vergessen. Hoppala, ein bisschen auf Gegenfahrbahn abgewichen, aber das schaut nicht. Die Mülltonne vom Nachbarn über den Haufen gefahren. Weiß ich nicht, war ich nicht. Das war der Giergelschoß. Das Arschloch, der fährt immer nur Mülltonnen über den Haufen. Du darfst nur 20 fahren. Was, im Ernst, oder was? Nein, das darf man nicht. Ab zu den Viecher. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Ein bisschen ein Stroh oder ein Heu oder was war, da ich einen auch gerne reinwerfen. Weil ich sehe mich, ob man die Texturen dann am Boden sieht und so. Einfach ein bisschen umeinander probieren. Einfach ein wenig umeinander probieren. So, links in die Feldstraße ein. Schädel nehmen wir mit. War auch der Giergelschoß. Alles, was kaputt ist, war der Giergelschoß, Alter. So, da fahren wir jetzt aber sauber die Straße noch, gell? Nicht, dass wir unser Futter nur ausschütten. Kann man da irgendwie abdecken? Hat der keine Abdeckung oder so? Nein. Kippseite links. So, jetzt müssen wir dann wieder helfen, wo wir das... Oh.
wie lenkt denn das Ding umeinander? Nein, um Gottes Willen, Alter, what the fuck ist das? Wo man das hier kippen muss, das darf mich noch interessieren jetzt, weil da gibt es ja 3 Ladestellen oder so. Gas! Hintritt zu die Kier. Na, was ist denn da jetzt wieder? Mein Gott, das Game, Alter! Fahr zu! Der Dom ist auch mit oben und stecken. Nein, ich weiß nicht, was er tut. Er tut so fleißig Holz hacken, der Dom. Der Dom tut so fleißig Holz hacken, das ist Wahnsinn. Der Server legt auch so beschissen, dass ich übereinander lenken würde. So, da haben wir jetzt. Jetzt schauen wir uns das einmal ein wenig genauer an. So, was haben wir da? Oh, ich weiß nicht, was ist dieses Symbol? Ist das internationale Symbol für Fuder, für Stroh, für keine Ahnung, ich weiß es nicht. Was? Beim Franz rein. Da muss das sein, oder was? Was ist das da? Tiermenü öffnen? Tiermenü öffnen, ne? Das hilft uns nichts. Handgerät wechseln. Da kann man Garage auf und zu mal. Und da muss das Fuder her, oder was? Immer am Franz noch. Der Franz hat eine Ahnung. Der Franz weiß, wie es geht. Also muss ich da her und nach links kippen. Kippt man da das Fuder ein? In den... Das macht doch... Das stimmt doch nicht, oder? Oder ist das da Fuder? Strecken die da einen Kopf durch und dann essen sie da, oder was? Dann probieren wir das einfach mal aus. Wir können es ja kurz einmal abbringen. So, also. Abkippseite ist links, das heißt frontal eine und dann mit Steuerung I kann man es abladen. Okay, dann fahre ich jetzt da mal vorsichtig rein. Und verkack wieder mal grandios. Ich glaube, ich tue ich mich mit Innenansicht tue ich mich leider. Leichter. Ich komm schon, Franz! Franz, ich komm schon! Da! Überladen starten. Mischration. Mal aber schon sehen. Da werden wir nicht sehen. Da werden wir nicht. Doch, da sehen wir wenigstens. Aber wenn ich jetzt da ein bisschen bei der Vierer fahre, weil das gehört. Muss man das nicht. Wo sehe ich jetzt, wie voll das ist? Sehe ich das eigentlich? Was das schon? Das war alles, oder was? Wollen wir mal schauen. Tiermenü, wir haben doch davor ein Tiermenü gehabt. Was haben wir da? Nahrung, 33.750 Liter. Mille haben wir keine, Stroh kann man noch brauchen, oder? Da war schon Nahrung drinnen. Das ist wahrscheinlich, wenn man das Gebäude kauft, ist wahrscheinlich schon ein bisschen was drin. Ja. Deswegen auch diese Spur da. Ah! Was tust du jetzt du? Ist das ein Stroh oder was ist denn das? Ballen. Heu. Aber man muss doch ein Stroh reinlegen, oder nicht? Kein Heu. Wo steht das? Rechts unten. Stroh. 0. Wir brauchen eine Strohbeine. Und kein Hai. Haben wir sie nicht? Wie schaut es denn eigentlich am Shop-Parkplatz aus? Ist da keiner mehr um. Wo ist denn unser Hänger mit dem ganzen Strohzeug? Habt ihr es einfach liegen lassen? Wir haben es einfach liegen lassen! What the fuck? Ja, und die musst im Silo King häckseln, die Beine. Ach so. Das heißt, jetzt müsst ihr das Mischfutter erst in ein Silo abladen und dann die Strohbeine halt häckseln und dann da reinschütten, nehme ich an. Irgendwo. Abladen, außen. Wahrscheinlich, was weiß ich, wahrscheinlich da. Das ist halt ein bisschen blöd, dass da nicht angezeigt wird, was das ist. Das kann jetzt natürlich auch zum Mille abzapfen sein. Keine Ahnung, wird da Mille drin gespeichert oder was ist, kann man da was da? Wind kommt aus, relative Luftfeuchte, Luftdruck. Was ist das da? Hauptmann, Hörmann. Windgeschwindigkeit, Temperatur. Das schaut mir halt nach Mille an. Was war da sonst drin? Das Wasser für die Kühe wird da nicht drin sein. Aber wieso brauchen die Kühe kein Wasser mehr? Und dann, was wird da abgeladen? Was ist dann das da? Tierpflege vielleicht? Keine Ahnung. So da die das Symbol interpretieren, da gehört halt dann wahrscheinlich fürs Wohlbefinden ein Stroh unten rein. Und was haben sie dann noch?
Tiermenü. Preise, Gebühr, Gesamt. Sehe ich jetzt da toll? Das sehe ich auch nicht viel, oder? Kann ich 45 Kier einpferchen? Was, da kann ich 45 Kier einstopfen? Ja, das ist aber alles bloß nicht nachhaltig, Freunde. Und was ist das dann da? Was hol ich mir da aus? Die Gülle. Kommt die von oben? Also wird die oben... Wie würden die... Also wie würden die... Wie soll ich sagen? Wie würden die überladen? Wird da Schlauch oben angesteckt oder was? Es darf mich jetzt interessieren, wie die Gerätschaft ausschaut zum Güllefon. Also ich weiß das natürlich von in echt, ich habe auch schon mal da Güllefassel. Ja, ja, natürlich. Ach so, und da kommt das dann da oben in das schwarze Ding rein, oder was? Da haben wir so ein Teil her. Da oben muss ich das dann einladen. Da geht alles daneben, da muss der Stinger wie Sau. Oder kommt das da ein? Ich kenne mich natürlich nicht aus, das ist eh klar, aber ich habe sowas noch nie gemacht. Was haben wir da? Oder wird das dann mit dem Schlauch da angeschlossen, oder wie ist das? Einfach ablassen. Also ich darf mir halt wünschen, dass sie dann der Schlauch da oben ansteckt und so weiter und nicht einfach bloß eine Zahl hintergeht, blub, ist jetzt voll. Nein, in den schwarzen Ansaugstutzen. Also ich nehme an, das Teil da. Was haben wir da sonst so? Was ist das da? Das ist massiv. Da wird das da wahrscheinlich das Real sein zum Aufladen. Und was tut das Teil dann? Das fächert wahrscheinlich so auf und verteilt dann Gülle. Na, keine Animation, das füllt sich nur, siehst aber nichts. Das ist sehr schade. Da wird laut einem Schmerz von Giant Software so viel Wert drauf gelegt, auf die Details in die Fahrzeuge und so, und dann feit sowas. Sowas Essentielles wie Gülle fahren. Gibt Abzüge. Ja, das gibt ernsthafte Abzüge. Dass das Spiel von vorn bis hinten komplett broken ist, ist wieder eine ganz andere Geschichte. Wie wird denn das bei anderen Dingen gemacht? Wo wird's denn da abgesaugt? Was zur Hölle ist das denn? Oder ist das bloß so ein Anhänger fürs Fassel, dass man das mehrere strahlen kann? Also das dann halt da ohne kommt quasi. Oder das hängt man dann da ohne und das verteilt einen Aufsatz, eine Düsen. Ich weiß es auch nicht, wie ich anders sagen soll. Was ist das da? Ein Garant. Kann man dort Gülle einfach offen umeinander fahren. Wieso schüttet das nicht einfach da oben rein und nicht in das... Kapier jetzt nicht ganz. Oder wird das da hinten rausgespritzt? Ja, und dann sehe ich nicht Güllefassel. So eins da habe ich natürlich auch in echt schon mal gesehen. Aber ich habe natürlich nicht gewusst, ich habe gemeint, da haben halt die Schleicher und so und die schließt man unten an und nicht 5 Meter in der Luft um. Warum tut man das? Haben wir Bauern da, warum tut man das 5 Meter in der Luft? Also, warum tut man das da oben und nicht da herunten, dass ein Mensch hingegangen kann und das ansteckt und dann Pumpen einschaltet? Darfst du nicht mehr hernehmen. Wie darfst du nicht mehr hernehmen? Warum nicht? Ist ab 2025 nicht mehr erlaubt. Was ist nicht mehr erlaubt ab 2025? Das ist ein Fellrandcontainer. Da bekommt der Düsenbohrer eine völlig neue Bedeutung. Damit der Bauer nicht aussteigen muss. Das Fassel. Was ist das da? Wo waren wir jetzt da? Das ist die ernste Frage. Sowas interessiert mich dann schon, weil da kann ich, wenn sie Landwirte beschweren, ja, dass das bei ihnen alles kaputt gemacht wird und dass die Politik da alles kaputt macht und so weiter, das da darf man nicht mehr fahren. Warum nicht? Ist nicht mehr erlaubt, das alte. Gibt beides. Das ist schön für die größeren Fassel. Damit der Bauer nicht aussteigen muss. Also damit der Bauer nicht aussteigen... Ja, okay, verstehe. Das macht natürlich Sinn. Okay, bin schon stark, macht Sinn. Das ist eine Schleppschuh, weil es keine bodennahe Ausbringung ist. Weil es so hinten so krass spritzt, oder wie? Ich meine, die Düsen hat... Hallo, ich werde hier gerade aufgeklärt von Landwirten, was mich ausnahmsweise wirklich einmal interessiert. Weil das Ding da hinten, das spritzt ja so aus. So und deswegen darf man es nicht mehr hernehmen, oder wie? Oder aus welchem Grund genau? Also wo haben da die Leute das Problem? Zu viel Stickstoffverlust, darum wird das verboten. Was? Genau und nicht gezielt. Hä?
Weil irgendwas auf die Straße kommen kann, oder wie? Oder weil's nicht bloß das Fade triffst, sondern auch was neben dem Fade. Normal, was weiß ich nie, was ist denn neben dem Fade? Der Fade weg. An die behindert. Dann sollen sie halt woanders spazieren gehen. Was soll denn die Scheiße? Und deswegen dürfen jetzt halt Bauernleute die Dinger da alle verkaufen. Verkaufen können sie es ja auch nicht mehr, weil sie will keine. Ja. Die Grünen. Die Grünen, meine Damen und Herren. Hoppala. Habe ich mich vertan. Wo hab ich denn jetzt? Ich wollte ganz was anderes drücken. Ich bin verwirrt. Was passiert denn da? So. Da geht's ums Klima, das macht schon Sinn. Ja. Immer wenn es ums Klima geht, macht alles Sinn. Zum Beispiel leider sind 20 Jahre alle eine scheiß Benzin- und Dieselautos gefälligst verkauft habt und euch ein Nagel irgendwas für 50.000 Euro kauft. Macht auch ganz furchtbar viel Sinn. Wenn das der kleine Jamal im scheiß Kongo nach dem, wie heißt die Scheiße mit den Batterien? Wie heißt die Scheiße mit den Batterien? Nicht Kobalt, sondern was weiß ich, was sie brauchen. Auf alle Fälle sterben da und Kinder dafür, dass wir mir E-Auto fahren dürfen. Silizium, richtig geiler Scheiß. Oder nicht Lithium? Nicht Silizium, sondern beides wahrscheinlich, oder? Ist nicht Lithium und Silizium beides? Wird das nicht mit Wasser aus dem Boden rausgeschwappt und so? Egal, was weiß ich schon. Ist nicht so wichtig. Da reden wir nicht drüber. Noch kauft noch keiner unsere überteilten Scheißdrecks-E-Autos. Mit dem mit Strom fahren, das mit einem Kohlekraftwerk produziert wird. Die Kreiner können alle haben wir wieder bei in der Früh auf Fotzen, Mittag 2 Fotzen und auf die Nacht vom Bett geht 3. Und wenn er fragt, warum, wächst um 2 in der Früh nochmal auf und Fotzen nochmal. So. Freunde, es ist Zeit für Bulldog Royal! Was hat denn die Leute? Ist er fast? Lex TV! Oh, ja, der hat Strom. Aber wir können nichts tun damit, oder? Nehme ich an, oder? Oder was jetzt hier? Führt sie es mir vor, was jetzt denn? Ich schau dazu. Was passiert? Was haben sie jetzt da? Ich mag zuschauen. Was passiert denn da? Was haben wir da jetzt? Jetzt haben wir 2 Stroh drin. Das bringt ja nichts. Und nein, so Politikaussetzer und so kommen ab und zu mal vor, aber ein Schmerz über Politik möchte bei mir keiner sehen. Ich möchte ihn nicht machen. Und ich sage auch ganz ehrlich, ich bin ein absolut ahnungsloser, was das betrifft. Da mag ich nicht drüber schmerzen. Außerdem fangen wir dann bei mir auch noch an, dass wir uns alle gegenseitig hassen, so wie es gerade momentan abgeht. Und das tun wir nicht. Was? Silo außer Tour davor. Was? Silo außer Tour davor. Ich weiß nicht. Einfach gut durchdacht. Ich weiß nicht, was wir da jetzt genau da haben. Auf alle Fälle heben sie dort Leute aus. Schau hin. Auf alle Fälle treffen wir uns jetzt zum Bulldog Royal. That escalated quickly. So. Da gehen wir rein. Jetzt kaufen wir uns den fettesten Bulldog, der da ist, das sagt er. So, jetzt nehmen wir so einen richtig anreitigen, dicken, aber nicht den mit den Ketten, sondern schon einen mit Reifen. Ja, nehmen wir mal einen Sehen. Und dann gibst du mir mal die fette Motorausführung mit 700 PS und eine saubere Doppelbereifung. So, jetzt der wir ein bisschen cheaten. Was haben wir für Continental, Mitas? Was haben wir da für Reifen? Die sind alle hübsch gleich, oder? Das wird von der Physik keinen Unterschied machen. Was ist Zwillingsbereifung plus Gebiet? Zwillingsbereifung 2. Wo ist da der Unterschied? Nehmen wir das, der ist brutal schon hin. Ja, wer soll man da was da? Der mitten. So. Da knocke ich mir jetzt ein. Oh, ich brauche noch einen Frontlader, brauchen wir auch noch. Oder haben wir einen Sehen? Ich weiß nicht, ich fahre die Leute einfach über den Haufen. Ist mir wurscht, ich brauche keinen Frontlader. Ich fahre aber zusammen. Oder der hat schon wieder eine Lenkung beieinander wie ein Arschloch.
Abhauen jetzt da, Mr. Lex TV, sagt ihr genau. Ah, ich hab mir eine Models gemerkt. So, wie immer, alle, die auf dem Server sind, wir treffen uns. Auf dem Fate Zimmerfuß, da stehen nein, die Leute sind so brutal. Ja, so brutal, da stehen die Leute schon tot, nein. Stehen schon tot, nein, schon hin. Schau hier, wir treffen uns an Feld 57. Für alle, die nicht wissen, was zur Hölle ist Bulldog Royal? Ganz furchtbar einfach. Wir treffen uns am Feldrand, die 10 bis 3. Wir fahren uns alle gegenseitig über den Haufen. Die Regeln sind einfach. Nur Bulldogs, nur Frontlader mit Gabeln vorn dran. Und wer umfällt und wieder aufsteht, ist raus. Wer einmal kippt, ist raus. Dann bitte einfach aus dem Bulldog aussteigen, weil ich sonst nicht sehe, wer raus ist und wer nicht. Der Letzte, der überlebt, gewinnt. Und das ist wahrscheinlich das letzte Bulldog Royal für eine ganze Zeit. Schauen wir mal. Und da die Song ist wichtig. Valentin, merci für dein Drilling. Herr Rössler, merci für dein Zwickel. Ein wunderschönes Chaos. Das glaube ich, habe ich vorher schon gelesen. Egal. So. Ich muss noch runterfahren. Moment, ich muss noch runterfahren. Da stehen jetzt schon alle in Reihe und glitschen hin. Stehen jetzt der Zug vor hinten vorbei. Vogel! So, ich stehe mich da oben. Sitzt da jemand drin oder nicht? Werden wir sehen. So, sauber am Feldrand. Nochmal, wer umkippt und wieder irgendwie aufgestellt wird, nicht selber aufstellen. Wer 1 Sekunden kippt, ist raus, damit wir irgendwie fertig werden. So, wen haben wir da? Oh, da kommt noch jemand. Ja, da kommt noch jemand. Da fährt da jemand zu. Jawohl. So mache ich das. Und dann gibt es die Ansage, bis es selber gibt, mit 3 Sekunden Verzögerung, bis ich wieder am Platz bin. Weil ihr seht es sowieso später als ich selber natürlich. Das macht nur Sinn. Achtung, Achtung! Achtung, Achtung, meine Damen und Herren! Willkommen zum letzten Bulldog Royal in diesem Jahr 2021. Phase 1, ich hoffe, dass die Kamera eingeschaltet ist. Phase 2, keine Ahnung. Phase 3, es geht los. Bei 3, 2, 1. Ui, muss ich mich schicken. So, was Kamera überhaupt ein? Ich hab keine Ahnung. Der erste fährt schon. Warum fährt denn keiner? Und der einzige, der fährt. Dann fahr ich. Die schauen alle auf mich, sobald ich das Losfahren anfange. So, jetzt pass auf. Du möchtest mich gleich wieder nussen. Habt ihr schon gesehen? Dass du dich nicht aushebst. Ich fahr jetzt nur im Kreis. Ich fahr nur im Kreis, das sagt der ich. Na! Los. Ja, ich bin Letzter! Okay, bye! Ich drehe mich jetzt mal da ins Feld. Ach so, alle fahren nur außer ich, ja. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut, Kinder. Sehr gut. Wir schauen da so ein bisschen über ein Ding drüber. Oh, da liegt der Erste. Wer ist der Erste, der da liegt? Ich weiß es nicht, ich kann seinen Namen nicht lesen. Ich steige mal aus. Spring auf mal. Der Agando. Der Agando ist auf alle Fälle einmal raus. So, was ist da? Ich habe eine Motorsage. Ich schneide euch einfach alle auf. Du versteck dich nicht hinter mir da. Du Zipfe, du. Da. Leute, ihr sollt ramblen und euch gegenseitig umschmeißen. Und nicht da im Kreis. Oh, da liegt der Nächste. Der Johnny Bremsspur hat leider das Spiel verlassen. Da hinten liegt der Nächste. Wer war das? Da kann ich den Namen nicht lesen, da bin ich zu weit weg. Oh, der Pickle Rick. I press F for respect für den Pickle Rick. So, gehen wir wieder aufs Podestalum auf. Warte mal. Wie kann man da aufspringen? Wie bin ich da aufgekommen? Ich weiß nicht, wie ich aufgekommen bin. Das machen wir jetzt einfach. Oh, nein. Machen wir so.
Das geht besser. So, da gibt's eine saubere Rauferei. Da gibt's eine Rauferei. Oh, da hat's... Oh, der mit dem Motocross, den hätte schon fast gehabt. Hätte sie fast wieder gehabt. Ja, war kein schlechter. War kein schlechter, brauchen wir nicht schmerzen. Schauen wir noch mal da her. Johnny Brem. Oh, der Franz hat umgeworfen. Der Franz ist raus. Franz, press Triple F im Pro-Gamer Franz. Wenn nicht F drückt, ist raus. Der ist raus. Was haben wir da hier hinten? Da ist auch jemand im Eimer. Da ist jemand im Eimer. Da spielen wir Fangste offensichtlich. Au. Sauer das Obstacle gedodged, Alter. Oh, der war schon wieder... war schon wieder knapp. Aber nichts passiert. Da ist nichts passiert. So. Wen haben wir da? Oh, da stehen ja mittlerweile 4 Leute. Wer sind denn die 4 Leute? Der Johnny, der Agando, der Franz und wer noch? Da hinten, ich sehe ihn gar nicht. Ich sehe den Namen gar nicht. Der Hunter Schursch! Hunter Schursch ist raus. Ah! Pickle Rick ist raus. Wen haben wir da hinten? Der Tier ist Sepp! Der Tier ist alle sind fort. So, wen haben wir nicht? Wie viele Leute haben wir jetzt da noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Leute noch. 8, 9 Leute noch. Ja. Wird schon. Da gibt es eine kleine Verfolgungsjagd da herum. Seht ihr eigentlich mit dem Mauszeiger? Ja. Ja, er hat dasselbe Problem so ein bisschen wie ich. Er ist einfach bloß fett und kann nix. Oh, leck, da hat so einer aber sauber überschlungen. Habt ihr schon der Lut? Wer bist du? Das ist nicht der Hunter Schursch. Oh, da. Oh, leck, das war der absolute Back-Suplex. Wer war denn das? Da hat es ein Philipp sauber rausgewassert. Aber sauber hat es ihn rausgewassert. Der Tirisep ist auch raus. Oh, lecker, das war der Todes-Wrestling-Move Level 9000. So, wen haben wir jetzt da noch? Da sehe ich 4, 5, 6. Ja, ich bin mir nicht so sicher, was seine Taktik ist da herum. Du fährst nur im Kreis. Da haben wir noch einen 7. Ja, der kleine Scheiß lebt noch. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Also Bulldog wechseln zählt für einen nicht. Also mit mehreren wie einem Bulldog kommen steht nicht in den Regeln. Ja! Oh! Wieso ist denn der kleine Bulldog da so schwer? Ja. Fast hat Fegel. Nichts wird Fegel aufgespringen. Was ist nicht viel passiert, wird Fegel aufspringen. Haben wir da noch so? Fährt da eine Runde noch was umeinander? Nein. Ihr Zeit! Schlägern so jetzt! Nicht im Kreis fahren! Schlägern! Oh, da ist vorbei! Ich weiß nicht. Du bist nicht gelingen. Ich darf dich durchgelassen. Was sagt ihr? Den darf ich durchgelassen. Also wirklich gerade noch. Gerade noch. Dafür müssen aber jetzt alle auf ihn losgehen. Oh, da kommen sie schon. Gelbe Karten. Halt's nicht, das ist ein guter Punkt. Dafür hat's die jetzt. Da bist du auch mit durchgekommen beim zweiten Mal nicht mehr. I press F for respect. So, wo wird denn geschlägert? Da ist geschlägert worden. Oh, da hat sie auch noch hingelegt. Ist jetzt runtergefallen. Was zur Hölle ist denn jetzt? Irgendwas ist jetzt vom Licht runtergefallen. Gratuliere, Birger. Irgendwas ist vom Licht runtergefallen. Leck mir mal, bin ich jetzt erschrocken. So, was haben wir da? Oh, da gibt's Smash. Oh, da gibt's ein Sandwich. Oh. Na, das war aber auch wieder scheiße knapp, gell? Scheiße knapp war das. Oh. Hebt sie's alle aus! Die scheiß fetten Idioten kann man nicht ausheben. Der Einzige, der wieder umfällt mit den scheiß fetten Riesenreifen, das bin wieder ich. Oh, du hast dich selber gelegt. Oh, mein Freund, du hast dich selber gelegt. I'm sorry. Mr. Elias. Oh, Mr. Elias. Das bist du, das weiß ich wegen deinem grünen Pulli da, das merkt man sich. I'm sorry. Aber der Move war gut. Aber unglücklich. Ah, ist unglücklich gelaufen. Ist der schon länger down da, oder? Ah, weiß ich nicht. Wie viel haben wir jetzt noch? 4 Finalisten haben wir noch. Wer steht denn alles umeinander? Oh. Mr. Mikey, das war's. Der Dirisep, der Philipp, der Tryout Cookie, der Hunter Schursch, Entschuldigung, der Elias, der Franz und der Johnny Bremspur.
stehen wir jetzt da mal auf dem Bugel auf dem Bulldog und dann schauen wir, was da passiert. Auwe zack, da, Feuer im Mund, nein! Da! Und dann müssen wir jetzt schauen mit denen und den kleinen Mini-Fint da. Da kannst du den ja gar nicht ausheben. Du musst es jetzt irgendwie so tanteln. Das musst irgendwie so tanteln, dass er sich selber aushebt. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber irgendwie wird ihr das schon hinkriegen. Ihr seid Pro-Gamer, nicht ich. Zumindest nicht im Landi. Was haben wir da? Ich weiß jetzt nicht, wie das vonstatten gehen soll. Oh! Ja, aber so kann es schon funktionieren. Irgendwie blöd umeinander glitschen. Wird schon. Ja, da wird nicht umeinander danke. Der beißt. Du hast keinen Frontlader. Du bist selber schuld. Du wirst einfach nur auf der Flucht sein. Und du hast einen zu kleinen Bulldog. Das ist wahrscheinlich einer vom Vollbier-Squad. Das glaube ich der Lex TV. Hä? Ist das der Lex TV? Ich sehe nicht gescheit, aber ich glaube schon. Aber was ist jetzt da? Er fordert einfach nur davor. Oh, Lex TV hat sich auch gedacht, oh, ich hau ihm ab. Synchronisiere Daten mit anderen Spielern schon wieder. Grütze fix. Die zwei Johnny gewinnen. Ich fürchte es halt auch, weil sie die gleich gegenseitig nicht mehr umschmeißen können. Fürchte ich. Jetzt müssen wir erstmal alle eine Viertelstunde synchronisieren, damit nichts passiert. Das ist das Allerwichtigste für alle Sachen. Herr Karl! Merci für deinen Fünfer. Zockst mir wieder was anderes als LS22. Was ist als nächstes dran? Frag nur mal so. So wie das ausschaut, war das heute mal vorerst für eine ganze Zeit die letzte Landi-Session. Jawohl, wir zocken mal was anderes. Außerdem ist jetzt dann Weihnachtspause. Wir haben noch die Woche und nächste Woche, da bin ich noch da. Am Mittwoch spielen wir Jurassic World Evolution 2. Den zweiten Teil in der Kampagne mal weiter. Das hat mir ziemlich gut gefallen. Und nächsten Montag weiß ich noch gar nicht, was wir deren, aber nicht Landi. Was ist jetzt da eigentlich los? Jetzt fahren alle noch die drei umeinander. Das kann sich ja bloß noch um Stunden handeln da. Jetzt rambelt's einmal sauber und nicht wieder im Kreis davon fahren. Gib ihm! Gib ihm! Okay, sobald du wieder herin bist, wer jetzt das Fatal Verlust ist raus. Wir müssen jetzt da irgendwelche Regeln... Oh, das smasht dann! Das war ein Wrestling-Move, den muss ich durchgehen, da muss ich die Asse schicken. I'm sorry, ich muss die Asse schicken. Hey! Hallo Sie! Sie haben einen 90-Grad-Winkel gehabt! Raus! Okay, ihr seid beide raus! Wer hat jetzt gewungen? Der Lex TV! Wo ist er? Wo fahren die umeinander? Lex TV! Bitte sag, dass es du bist! Lex TV! Wer? Tja! Wer mit dem fetten Bulldog kommt und trollt, ist raus! Mr. Lex TV! Meine sehr verehrten Damen und Herren, wo ist der Lex TV? Wo ist er? Da oben ist er irgendwo. Huldigt dem Gewinner, oder was der Lex TV? Ich weiß nicht, wo ist er? Da ist er. Asse mit dir! Auf deinen Bulldog! Wo bist du denn? Da bist! Jawohl! Ich weiß genau, was du zeigen möchtest. Achtung! Ich weiß nicht, was das für Musik ist, aber egal. Wie war das in dem kleinen Video, oder was mich fast zerrissen hätte übrigens? Spring auf. Warte, Mikey, geh mir runter da! Mikey, runtergeh! Nur der Lex TV steht um! Mikey, runtergeh! Währenddessen suche ich schnell was. Es gibt wahrscheinlich einen Claim, aber das ist mir egal. Jetzt pass auf. Ich weiß bloß nicht, ist das... Ja. Achtung!
Also sonst kommt nämlich Disney und fickt mich ins Arschloch. So. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich für eine sehr faire Teilnahme, für ein faires Aussteigen und für ein faires letztes Battle Royale, Battle Bulldog Royale im Jahr 2021. Press Triple F für den Lex CV. Mehr als epic und gut, ob es halt verdient war oder nicht, das kann ich halt nicht beurteilen. Aber ich würde sagen, Dankeschön, Press Triple F. Ich ziehe meinen Hut und jetzt schleicht's euch davon. Was wir mir jetzt noch tun, wir unterhalten uns noch ein bisschen, was wir nächste Woche tun. Das ist mir wichtig. Dann habe ich sehr bald einen Termin in der Stadthalle wegen der LAN. Da reden wir aber halt nicht nochmal drüber, wobei wird wahrscheinlich schon passieren. Aber ihr wisst, was das jetzt heißt. Packt eine Bulldog, rammt das Zeug zusammen, wobei es wurscht ist, weil der Server demnächst wahrscheinlich auslaufen wird. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Mitspielen und fürs anständig Aufführen. Beim Blärme, beim Franz, beim Hunter Schursch, beim Dom, beim Jörg, beim Lex TV und beim Franz ganz besonders, beim Pickle-Rick, der war auch 2-3 Mal dabei im Vollbier-Squad. Wen haben wir noch übersehen? An Tierensee, beim Philipp. Wen haben wir da? Ein Elias hinter mir. Und weißt du, was ist? Na, da haben wir einen Lex TV, den habe ich gewusst. Franz Pro-Gamer, Lex TV Pro-Gamer. Du, schau mir in die Augen, Mr. Tryhard Cookie. So. Und jetzt? Sag ich dir, wie es ist. Ich bin ein bisschen traurig, dass der Landi nicht mehr hergibt. Also für mich ist er wirklich nicht für eine Erweiterung im Vergleich zum 19er. Leider. Da hätte ich mir echt mehr erwartet, um ehrlich zu sein. Ich habe jetzt aber einen 19er auch nicht so lange gespielt. Deswegen kriege ich es vielleicht gar nicht mit, was verbessert worden ist. Aber viel kann es nicht sein, weil sonst würde es mir auffallen. Für die Leute, die sich jetzt ins Bett schleichen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Nicht vergessen, auf den verfickten Like-Button zu drücken, wenn es euch taugt hat. Auf den Dislike-Button braucht es gar nicht mehr drücken, weil den hat YouTube abgeschafft. Den sieht man sowieso nicht mehr, was absolut lächerlich ist, aber wurscht. Ist halt für die Enthusiasten mit den ganzen neuen Fahrzeugen. Ja, das kann ich auch nachvollziehen und so, aber was mich so ärgert dabei ist, dass das Spiel oder das Spielprinzip dahinter so viel Potenzial hat mit dieser Aufbaukomponente, Produktionskettenkomponente und so weiter, aber es an die einfachsten Dinge scheitert. Menüführung, Steuerung, Physik-Engine, die was A und O eigentlich ist in so einem Spiel, die man einfach einmal vielleicht von Grund auf die Engine, eine neue Engine nehmen muss, einfach, und ich garantiere dir, dass das dieselbe Engine seit 2008 ist, die wo bloß jetzt alle 3 Jahre ein bisschen aufgebaut wird für Erweiterungen. Das ist ja der Grund, warum die so sau schlecht ist. Und da möchte ich keiner ans Bein pissen, aber sie ist sau schlecht. Wir haben es gesehen. Dann packt der Baumstamm umeinander und zlegt sie in 1000 Stückel, fällt irgendwo durch die Fahrzeuge durch und so weiter. Da bin ich mir sicher, dass dieser uralte Engine ist und das der Grund ist, warum das so ist. Und es ist immer leichter, darauf aufzubauen, aber die Fehler und die Schlechtigkeit von sich, die fundamentalen Dinge, ziehen sie halt dann aber halt bis 2022 in das Spiel ein. Und siehe da, dasselbe ist zum Beispiel bei, wo ist denn das noch so? Nehmen wir mal Skyrim, also die Elder Scrolls und Fallout. Fallout 3, Fallout 4, der Sprung war grafisch natürlich da. Ich meine, da liegen 7 Jahre dazwischen, aber grundlegende Glitches und Fälle, die in Skyrim schon drin waren, die vorher schon in Oblivion drin waren, also der Vorgänger von Skyrim, haben immer noch in dieser Creation Engine von fucking Bethesda. Und das ist die einzige Angst, die ich habe, dass in dem neuen, wie heißt das neue? Kommt nächstes Jahr im November. Freue ich mich riesig drauf. Werden wir natürlich streamen. Scheißegal, wie gut oder schlecht das ist. Starfield, genau. Richtig. Herr Sprengi, absolut richtig. Ja, und was habt ihr jetzt die ganze Zeit denkt? An ISO 6 habe ich die ganze Zeit denkt. Das war doch ein Weltraumspiel. Fuck, wie hat es denn geheißen? Starfield. Da freue ich mich riesig drauf. Weil ich bin riesengroßer Bethesda Fan und Hater gleichzeitig, weil es einfach geile Spiele machen, aber sie so beschissen verpackt sind, dass das Kotzen aufkommt.
Da hoffe ich das Beste, weil die nämlich eher eine Creation Engine, auf der auch Skyrim basiert, das übrigens 10 Jahre ist mittlerweile und die Leute immer nur spielen, also irgendwie müssen sie was richtig gemacht haben. Oder Fallout oder sonst irgendwas. Kommt Creation Engine 2.0. Ich kann auf jeden Scheißdreck 2.0 draufschreiben, wenn das wieder auf der alten Engine basiert, dann Gnade uns Gott. Wobei aber so Ingame-Screenshots und so weiter schon ziemlich gut ausschauen. Kreativ LP, wie viele Landesstreams wird es noch geben? Das kann ich noch nicht sagen, aber vor Weihnachten keine mehr. Ich sag das jetzt halt auch ganz ehrlich, wie es ist. Ich weiß nicht mehr so recht, was soll man jetzt in dem Spiel noch da irgendwie. Sorry, ich mag mich nicht hersitzen und eine Stunde lang in ein Fade hin und her fahren. Und dann bin ich fertig damit, dann hole ich meinen anderen Hänger und fahre wieder eine halbe Stunde in dem Fade hin und her. Für 4, 5, 6 Streams war der Landi ganz lustig. Für alles ein bisschen ausprobieren, Holz hackeln und Fade-Up machen und Viecher und was weiß ich, was alles sehe. Aber jetzt geht ihm so ein bisschen die Luft aus, habe ich das Gefühl. Was meint ihr? Ich weiß schon, ihr habt es andere, ihr fasst es auch anders auf wie ich, glaube ich. Ja. Herr Bürger, die Engine vom Landi ist von 2011, seitdem wird darauf aufgebaut. Das erklärt alles. Das erklärt alles. Ich lasse mir das schon eingehen, wenn man das 5, 6 Jahre macht. Aber dann, wenn der Generationenwechsel von den Konsolen kommt, ja, von PlayStation 4 auf 5, die neue Xbox und so weiter, und alle 2, 3, vielleicht mittlerweile kommt ja jedes Jahr eine neue Grafikkartenserie raus. Alle 5 Jahre. Der Selbstspieler schreibt von 2008 ist, nicht von 2011. Ja, und 2008 ist der erste Landi gekommen, oder? Ist ja wurscht. Der Prince Tommy schreibt, bis du mal eine gescheite Produktionskette zustande bringst, etc. Der Landi braucht, wenn du ihn gescheit spielst, ultra viel Zeit. Das glaube ich schon. Das ist ja in Ordnung. Ja? Deswegen fluche ich auch über so ein bisschen, dass so viel Potenzial verschenkt wird, weil ich ja Bock drauf hätte. Mir taugt ja sowas. Ja, ich mag ja auch Aufbauspiele. Ich mag und so weiter. Und das, wenn du dann die in echt nur in diese Bulldog einsitzen kannst und das selber machen kannst, super geil. Aber es funktioniert ja nicht. Und das nimmt mir jeden Spielspaß. Wenn ich da erst eine Woche lang die Steuerung lernen muss, dass ich den Arm hin und her drehen und auf- und absingen kann, da kriege ich das Kotzen, oder? Also, seid zwar nicht besser, aber es geht besser. Und simmt bitte nicht so ein Spiel. Um Gottes Willen. Ich kann mir das nur so erklären, es sind Leute, die noch nicht recht viele andere Spiele gespielt haben. Die dann, wenn ich sage, die Steuerung ist beschissen, die dann grantig werden, als hätte ich einen Mann beleidigt. Da wo ich mir denke, Alter, spiel mir ein gescheites Spiel, dann können wir uns noch mal unterhalten. Ob das ein scheiß Menü ist, ob das ein scheiß Admin-Menü ist, ob das ein scheiß Server-Menü ist, ob das ein scheiß UI ist, ob die Physik beschissen ist oder nicht, dann können wir uns noch mal unterhalten. Aber vorher nicht. Klangt wieder, aber lustig war es auf jeden Fall. Das, was Chef schreibt, ich meine, mir taugt es ja auch. Ich habe ja auch Spaß dran. So ist es ja nicht. Aber jetzt klangt es mal wieder. Bin ich deiner Meinung, ist halt wie das 19er. Das ist halt auch mein Gedanke. Stolzer Löwesee. Wir heute zum Zuschauen auch ein wenig langweilig mit der Zeit. Ja, glaube ich. Das glaube ich auch. Und ich versuche irgendwas zum Tor. Letztes Mal haben wir Holz gehackelt, das war ganz lustig. Dass es was Neues zum Singen gibt. Ja? Wie funktioniert das? Und heute ist man nicht. Ich hätte heute schon fast kein Land mehr gestreamt. Dann habe ich mir gedacht, aber die fetten Dinger mehr hätte ich mir noch anschauen. Ja? Den fettesten Bulldog, fetten Anhänger, die Holzmaschinen und die Viecher mehr hätte ich gern wenigstens noch sehen. Und ganz ehrlich, das haben wir 2019 auch gemacht, schaut für mich genauso aus wie 2019. Aber ganz genauso. Die Kier, die Stelle, der Hund ist sogar noch schlechter wie 2019. Der hat sich nicht so im Boden reingeglitscht, wenn du gestreicht hast im 19er. Und so weiter und so fort. Naja. Grafik geht echt besser. Das ist bei sowas gar nicht so wichtig. Scheiß auf Grafik. Die Grafik klangt überall hin, so wie es ist. Sie hat sich aber auch nicht verbessert vom 2019. Also das ist auch nichts, wo ich sage, okay, was habt ihr 3 Jahre jetzt gemacht eigentlich? Keine Ahnung. Aber das mit der Physik und der Steuerung und der Zugänglichkeit, da müsste man von Null anfangen. Mit der Steuerung und den Menüs und so weiter ist wirklich nicht so super, schreibt der Herr Johnny Bremsspur. Das ist, wenn man sich daran gewohnt hat, wenn ich jetzt 200 Stunden in das Spiel einbuttert, ja,
dann geht das Menü in Fleisch und Blut über und du spannst irgendwann nicht mehr, wie schlecht das eigentlich ist. Aber ich spiele halt regelmäßig verschiedene Spiele und Fui-Spiele und unterschiedlichster Art. Und ich sag's euch nochmal, ich möchte da keinen ans Bein pissen. Aber... Hoppala. Der war von vorher noch da. Aber das Menü da an der Seite ist eine Vollkrankheit. Du findest nichts, es gibt keine Tooltips, wenn ich drüber fahre. Was ist das? Keine Ahnung, das ist für mich das Kopieren-Symbol da drüber. Verträge. Keine Ahnung. Das ist ein Vollschlaganfall, das Ding. Wieso muss ich da scrollen in dem Menü links? Wieso kann ich das nicht einfach kleiner machen? Also, dass ich alle auf einen Haufen... Das ist so furchtbar schlecht. Und ich lege auch mal hinten ins Feuer, dass das Menü vom Aufbau, nicht vom optischen Aufbau, sondern vom technischen Aufbau mit der Kategorisierung und so, ebenfalls seit 2008 so schlecht ist. Dass das Gleiche ist und bloß, dass sie vielleicht optisch einmal mit Menüführung angepasst hat. Garantiere ich auch, weil das so fundamentale Sachen sind, dass du das, wenn sie das Ohr mit 10 Jahren durchziehst, nicht mehr ändern kannst, weil sonst das ganze Spiel kaputt geht. 100%ig. Mr. Mash, merci Birger, war ein super Geburtstagsstream, alles für mich. Mr. Mash, ich weiß nicht, warum du an deinem Geburtstag mir Geld spendest, aber egal. Merci dir, alles Geld zum Geburtstag, zum 22. Ich glaube zu vermuten, dass du älter bist, aber egal. Das war jetzt ein Gaudi. Merci dir. Löwenzäh, habe ich gelesen. Tim Bürger, die Engine vom Land ist von 2011, seitdem wird darauf aufgebaut. Okay, das habe ich vorher schon gelesen, aber da heißt es 2008. Der Patrick schreibt, Servus Bürger, wann spielen wir jetzt mal Halo? Das ist eine gute Frage. Halo haut mir nicht so vom Hocker, muss ich sagen. Also sämtliche Videos, Tests und Zeig und Klump, die ich mir anschaue, hauen mich nicht so vom Hocker. So, ich gehe jetzt erstmal aus dem Spiel raus. Dann können wir uns noch ein bisschen unterhalten, wenn es schmeckt. Was wir schon tun. Der Mr. Mesh schreibt 34. Haben wir gar nicht so weit auseinander. Was? Der Herr Karl, den habe ich noch gelesen und den Rest habe ich auch nicht mehr. Prince Tommy! Da schalten wir doch noch mal einen Sound ein, die Song, oder? Der ist ein Bein. Prince Tommy! Bussi aufs Nussi, merci für deine Mitgliedschaft. Stopp jetzt mit Mitgliedschaften und Dings, wenn wir über den Ton schon wieder ausgemacht. Wir machen auch nicht nochmal an. Birger, ob du es glaubst oder nicht, 2008 bis 2012 war das Menü um Welten besser. Ja, dann hat es da irgendwann einmal so einen Sprung gegeben und dann ändert man sowas nicht mehr. Und das ist halt traurig. Das verstehe ich auch nicht. Ich verstehe nicht, wie der Entwickler 3 Jahre an dem Spiel werkeln kann, sagt dieses Menü, sagt dieses rechte System, dass der eine Farmmanager dem anderen Farmmanager seinen Status nehmen kann und so weiter. Also das ist völlig lächerlich und völlig bescheuert. Also, da braucht man keiner mit irgendwelchen Argumenten kommen. Was aber letztes Mal, da meine ich jetzt nicht die Person, die das gesagt hat, aber das war in Minecraft auch so. Ja, und das macht es aber auch nicht besser. Ich schätze mal, das Menü ist konsolenoptimiert. Ich weiß nicht, macht es auf der Konsole mehr Spaß, dass ich durch das Menü scrollen muss, oder als dass ich alles in einem. Das habe ich letztes Mal schon gesagt, ich darf es verstehen, wenn's fürs Mobile-Geräte optimiert wird. Deswegen, so schaut mir das Menü an. Ja? Buttons so groß wie mein Shell, dass ich nicht daneben drucken kann. Sowas hast du normalerweise nur in so Touchy-Screens. Und es gibt das Spiel für keine Touchscreens. Also ist das auch nicht der Grund. Warum haben die Höfe, warum sehe ich auf meinem Monitor, auf meinem 24 und 27 Zoll Monitor, 3 Höfe in der Liste, die horizontal scrollen? Warum? Warum sage ich nicht einfach, es gehen sowieso maximal bloß 8, glaube ich. Wieso sage ich nicht einfach ein sauberes Raster von 8, das sie wie nennt man das? Ich kenne bloß einen englischen Ausdruck, keine Ahnung. Responsive an Monitorauflösung anpasst und ich sage alle auf einen Blick. Warum? Das kann mir kein Designer dieser Welt erklären, ob das einen Sinn hat. Oder irgendeinen Hintergedanken hat, außer Faulheit. 8 Kacheln, 2x4 Angeordnete der Selbstspieler. Exakt. Und die passen sich deiner Bildschirmauflösung an, dass du weder nach links, rechts scrollen noch irgendwas musst. Ein Landi gibt's fürs Handy, das glaube ich nicht. Nein, ist Menü, ist Vollkatastrophen auf die Konsolen. Das darf mir nicht wundern, wenn es ein anderes Menü war und es war noch schlimmer wie am PC. Also für den PC ist das nicht optimiert, aber für Konsolen auch nicht. Lauter so Dinge. Ja? Und das ist halt schade. Und ich weiß nicht, was die da haben 3 Jahre lang. Entschuldigung, ich meine es ja nicht besser, aber ich weiß es nicht.
Schade drum. Müssen wir noch mal 3 Jahre aussitzen. Aber das motiviert mich nicht, ein Landi weiter zum Spielen. Das fühlt sich für mich noch nicht mal an wie ein Update vom 19. Das fühlt sich für mich an, als hätte ich mir eine Map gekauft für 30 Euro. Nein. Und das meine ich nicht besser. Ich plapper jetzt gerade aus, wie ich mich fühle mit dem Ding. Weil es so schade ist, weil es so viel Potenzial hat, dieses Spielprinzip. Schade. Schade. Dann darf ich sagen, für 2001, wir spielen wir schon mal wieder. Ja, wenn ich irgendwann noch mal Bock habe. Der Server läuft jetzt dann aus, den werde ich auch kündigen. Battlefield war der größte Totalausfall und der größte Fehlkauf des Jahres. Da werden wir keinen Server nicht machen. Ich glaube, in dem Spiel habe ich 3 Stunden Spielzeit und habe nur geflucht, nichts funktioniert. Noch schlimmer als im Landi. Ja, da ist die Physik-Engine vom Landi Friedensnobelpreis verdächtig. Leider Gottes habe ich Battlefield vorbestellt, ich Vollidiot. Das war mal wieder mal eine Lehre. Wird nie wieder passieren, dass ich irgendein Spiel vorbestelle. Also wirklich nie wieder, aber da war ich mir relativ sicher, dass wenn DICE verkackt, dann war es sowieso. Und sie verkacken es halt wirklich, die Volldeppen. Was Insta ist momentan genauso toast wie. Was Insta ist momentan genauso toast wie LS22. Was ist ein Insta? Was ist Instagram? Oder was meinst du? Der Herr Kulzer schreibt, es nervt so sehr, dass nur noch unfertige Spiele rauskommen. Das ist absolut richtig. Da wird ja richtig lästig. Weil so ein bisschen von fertige, gute Spiele das hier alles auch abhängt, ja? Deswegen triggert es mich umso mehr. Was hat mich auf fucking Battlefield gefreut? Jawohl, mindestens 2 Wochen lang Community-Tag mit euch, mit einfach zur Gaudi, keine Ahnung, und dann ist das Spiel so unterirdisch schlecht, dass ich herscheißen muss. Und da, der Johnny Bremspur schreibt vor allem für das Geld, das verstehe ich natürlich für mich. Ja, ich hätte auch niemals so viele Spiele in meinem Besitz, wenn ich nicht das da alles da hätte. Und ich meine, die eine oder andere Donation kriegt sie auch mit. Deswegen tut es mir jetzt halt nicht so weh, wenn ich für das mache ich das und für das nehme ich die Donations her, dass ich mir nicht mehr nachdenke drüber, was für Spiele, dass ich mir kaufe und ausprobiere und für den Stream und was weiß ich. Aber natürlich ist es trotzdem schade, wenn ich für 60 Euro Battlefield kaufe und habe 2 Stunden Spielzeit. Und sehe sofort, das werden wir nie spielen. Das wird nicht passieren. Das hat sich in der Beta, in der Open Beta, wo wir einmal gestreamt haben. Für das habe ich es mir vorbestellt im Übrigen, sonst hätte ich es eh nicht vorbestellt. Hat sich besser gespielt wie das fertige Spiel am Ende. Und ich sitze da und denke mir, fuck you. Fuck you. Nur noch Scheiße wird ausgekratzt. Nur noch. Wieder der Herr Kulzer. Schnell alles raushauen, damit alle Aktionäre ihr Geld bekommen und dann ist nur Bockmist. Irgendwann rächt sich das. Ja, da schmerzt ich dann noch dagegen. Also ja, das ist der Grund, Aktionäre, Geld, das muss raus vor Weihnachten etc. Aber die Frage ist, ob sich das rächt. Weil das geht schon eine ganze Zeit so. Vor allem, wenn Blizzard jetzt dann nicht pleite geht, dann weiß ich nicht, was auf der Welt falsch läuft. Die haben seit 2018, don't you guys have phones? Das ist ein Out-of-Season April's Fools Joke. Seitdem geht's mit der Firma so, also das habe ich noch nie gesehen, dass eine Firma sich so dermaßen gegen die Wind fährt, was da alles los ist. Unfassbar. Mit Mitarbeiter behandelt werden, sexuelle Übergriffe am Arbeitsplatz, da wird sich zugesoffen mitten in der Firma und die Frauen in der Firma die Arbeit geben. Lauter so Sachen, da hat sich eine umgebracht. Die haben in einem Firmenausflug gefahren irgendwie, dann ist intern ein Nacktbild von einer Mitarbeiterin rundum gegangen und dann hat sie die umgebracht. Ja, von so einem Scheißdreck redet man da. Das ist nicht bloß, wow, ich hab da eine, weiß ich nicht, auf den Arsch geschaut und die fühlt sich jetzt getriggert, sondern da geht's richtig übel ab da drin. Oder ist abgegangen, weil mittlerweile geht ja nichts mehr. Und da gingen 3 meiner absoluten fucking nix grad da ohne Lieblingsfranchises meines Lebens kaputt. Diablo, Warcraft, Starcraft. Kannst du vergehen? Da kriegen wir Angst um Diablo 4, muss ja eigentlich boykottieren. So selten. Diablo 4 wirst du nicht mehr zu Gesicht kriegen. Das garantiere ich dir. Und der Semmlinger schreibt genau das, was ich meine mit, warum ich fürchte, das rächt sich nicht. Der Semmlinger schreibt, das rächt sich nicht, wenn man sich FIFA zum Beispiel anschaut. EA kann jedes Jahr ein Scheißspiel rausbringen, was dasselbe ist wie seit 4 Jahren. Oder jeder kauft's,
weil bei Pro Evolution Soccer keine Konkurrenz ist. Das ist absolut richtig. Das ist noch schlechter. Und vor allem, was das FIFA Ultimate Team angeht, das werde ich nie verstehen, wie die da so viel Geld darüber machen können. Ich werde es nie verstehen, wie man Hunderte von Euros für so Spielkarten ausgeben kann. Für ein Spiel. Ja, ich konnte es in echt vielleicht noch nachvollziehen. Irgendwelche physischen Karten, die super rare sind, die super selten sind und sauteuer sind, wenn man sowas sammelt. Ja, da ich kann jetzt nichts damit anfangen, aber ich kann es noch nachvollziehen. Aber für irgendwelche seltene Karten in einem scheiß Computerspiel Hunderte von Euro auszuballern, damit nächstes Jahr um die gleiche Zeit einfach gelöscht werden und wieder von Null losgeht. Sag mal, wie blöd sind denn die Leute? Sag. Wie dumm sind die Leute? Doppelpunkt, ja. Ist unerklärbar. Und weil die halt einfach die Werbung aus dem Leben kickt und wenn es dann spielst, kommt die Ernüchterung. Ja, dass ich mich von Trailer hypen los, kommt selten vor mittlerweile. Battlefield war aber so. Battlefield war so. Apropos Trailer. Nächsten Mittwoch, am Mittwoch in einer Woche, also am Mittwoch spielen wir Jurassic World Evolution. Am Montag weiß ich noch gar nicht, was wir deren, keine Ahnung. Ich hätte mal wieder Bock auf einen Mimi-Montag. Wer ist für Mimi-Montag? Haben wir schon lange keine mehr gemacht. Oder, was ich auch gerne mal mache, da ist ein Setup-Review. Ich hoffe, ihr wisst, was ich mit Setup-Review meine. Und am Mittwoch in einer Woche ist der letzte Stream vor Weihnachten. Dann bin ich 2 Wochen weg. Pass mal auf, wann bin ich dann wieder da eigentlich? Ich weiß es nicht. Freitag ist der 24. Dann bin ich die Woche drauf weg und die übernächste Woche drauf weg. 10. Januar. 10. Januar geht's weiter. Da haben wir wieder da. Und was wir da dann deren, das überlegt sich der Zukunftsbürger. Da können wir uns dann, ich meine, ich bin ja nicht im Urlaub oder sonst irgendwo. Ich möchte mich nur nicht mit YouTube befassen, ich mag nicht streamen müssen, ich mag einfach gar nichts machen. Ich habe da oben mein Weihnachtsgeschenk stehen, das seit 2 Monaten wartet, dass ich es endlich aufmache und vielleicht mache ich da ein Video drüber, das mag ich schon lange mehr machen, das hat mit meinem Kanal überhaupt nichts zu tun, aber das ist mir einfach wurscht. Da habe ich einfach Bock drauf. Und dann habe ich noch angefangen, eine kleine Jahreszusammenfassung als Video zu machen. Ich habe mich heute einmal so ein bisschen durch die Twitch-Clips geklickt und ziemlich viel lustigen Scheiß gefunden. Da habe ich mir gedacht, weißt du was, da kann man eigentlich einmal fürs ganze Jahr so ein Ding zusammenschneiden. Das ist jetzt nicht der Teufel an Arbeit, aber es ist ein cooler, wie soll ich sagen, da habe ich ja selber lachen müssen, ja, stimmt, das war ja auch noch, und Alex, stimmt, das war ja auch noch, und Alex, das war ja auch noch, und keine Ahnung, und ich glaube, das Gefühl, das kommt dann bei einigen von euch sicher auch auf, ein paar so Szenen aus DayZ und was halt alles in die Streams vor allem war, ja. Der Mr. MRC schreibt, I smell Black Templar. Möglich. Ja, an meinem Geburtstag kommt der Bürger wieder zurück. Gibt's was Besseres? Oh, der Mr. Fox McCloud hat uns gerade indirekt mitgeteilt, dass er am 10. Januar Geburtstag hat. Kann das bitte jemand mitnotieren? Mitnotieren, bitte! Der Firefighter Michi schreibt, dies mit den unfertigen Spielen hat mir mittlerweile von der Zockerei vertrieben, es nervt einfach bloß noch. So darfst du das auch nicht sagen, weil es gibt noch genügend gute Spiele, es gibt genügend gute Free-to-Play-Spiele. Ob du das jetzt, du kannst Call of Duty hassen oder nicht. Und viele hassen es, aber einige lieben es auch. Aber für die 60 Euro oder 50 Euro, was ich für Vanguard gezahlt habe, kriege ich zwar eine sehr zugeschnittene Kampagne, ja, und eine ziemlich schlechte auch noch dazu, muss ich ganz ehrlich sagen. Zumindest vom ganzen Setting und von den Charakteren her. Das Spiel, Gameplay, hat Spaß gemacht, brauchen wir nicht schmerzen. It's fucking Call of Duty, it's immer gut. Aber es funktioniert und hat nicht recht viele Bugs. Also der eine Typ, der wo da einmal kurz in der Luft läuft und offensichtlich ist das ein Bug, der ist allseits bekannt. Ich habe schon mehrere Videos gesehen, wo das passiert. Und Warzone ist ein gutes Spiel. Das ist mit Abstand der beste Battle Royale Shooter, den du aktuell spielen kannst. Und da kommt nichts auch nur ansatzweise ohne. Kein fucking Fortnite, jetzt einmal die Hassbrille abgelegt, da kommt kein Fortnite für mich ohne. Ich habe Fortnite auch noch nie gespielt, das kann ich eigentlich nicht sagen. Ich habe es wirklich noch nie gespielt, ich habe es noch nicht einmal installiert. Was gibt's denn sonst noch? PUBG kannst du sowieso schon lange vergessen und Warzone hat einfach das geilste Gunplay. Das ist schnell, das ist frisch, das ist... Und es funktioniert, die neue Map funktioniert. Jetzt, wenn sie das noch hinkriegen mit dem Ricochet Anti-Cheat, der bei uns noch nicht läuft, habe ich gelesen, sondern erst in Asien und bei uns dann bald kommt. Wenn sie das noch hinkriegen,
Apex auch sehr stark. Okay, Mr. Starfish, halte ich mein Maul. Apex habe ich auch lang gespielt. Nicht so lang wie PUBG, nicht so lang wie Warzone, weil es mir dann zu schnell war. Da tue ich mir einfach dann, da wird es mir dann zu anstrengend einfach. Wobei mir Call of Duty schon manchmal zu anstrengend wird, aber da geht's gerade noch. Apex Legends war auch ein gutes Spiel, hat Spaß gemacht. Ja, stimme zu. Wer Battle Royale gern spielt und Apex Legends nicht kennt, viel Spaß und dankt Starfish X0 später dafür. Birger, was ist mit. Was? Birger, was ist mit fühle ich nicht? Weiß ich nicht. Valorant als neuer Shooter. Ja, mei. Valorant ist halt Valorant. Valorant ist der Headshot Simulator. Keine Ahnung. Habe ich auch gespielt, Valorant, haben wir sogar mal gestreamt. Aber nicht lang. Sowas hält mir nicht mehr lang. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich sage mal, ich und die Boys, also meine Leute, das hat uns alle nicht lang gehalten. Wir haben es alle gespielt und alle kurzzeitig sehr gefeiert, Valorant, aber dann auch wieder sehr schnell fallen lassen. Kreativ-LP schreibt, Apex ist aber extrem schwer, muss ich sagen. Ja, ist er. Aufgrund der Schnelligkeit. Das Pacing in dem Spiel ist Wahnsinn. Das ist absoluter Wahnsinn. Aber es macht Spaß, es ist ein gutes Spiel, hat ein geiles Gunplay, hat geiles Movement-Play, der Roboter mit dem Grapple-Hook und so weiter, und mit den Fähigkeiten von den verschiedenen Champs und so weiter. Super gutes Spiel, brauchen wir nicht schmerzen, aber für mich ist es schnell. Kann ich nicht umgehen damit. Wer jung ist, in jungen Jahren hätte es wahrscheinlich geliebt. Schuhgamesler! Merci für deine Mitgliedschaft. Bussi aufs Nussi. Halt! Jesus Christ, verschlafen. Habe ich dir Birkbärt. Habe ich dir Schuhcremebärt. Hast verschlafen, aber sauber du. Prince Tommy schreibt, F1 mit der Community. Boah, ich bin so ein Formel 1 uninteressierte Person und Autorennen kann ich auch überhaupt nichts anfangen damit. Das wird nicht passieren wahrscheinlich. Ich kann nichts damit anfangen. Mit Motorsport und so weiter, null. Der Pickerick schreibt, Battlefield 4 war das beste Battlefield. Ich habe alle Battlefield gespielt. Ja? Ich habe auch fast alle. Was für ich habe ich nicht gespielt? Hardline habe ich Hardline, da war auch mehr eine freie Beta, habe ich auch gespielt. Bad Company 1 und 2, Battlefield 1942, Battlefield Vietnam, dieses Zukunfts-Battlefield. Das habe ich nicht gespielt. Und besitzen tue ich Battlefield 1942 und Vietnam, müsste da irgendwo da oben die Schachtel sein. Dann habe ich sogar zweimal Battlefield 2. Zweimal Battlefield 2, Battlefield 3 selbstverständlich, Battlefield 4 selbstverständlich, Battlefield 5, Battlefield 1 und Battlefield 2042 und Hardline habe ich auslassen und 2142 habe ich auch auslassen. Da gefällt mir das Setting nicht. Bad Company 2 war das Beste. Mei, da können wir jetzt ewig streiten drüber, was das Beste war. Ich kann es nicht sagen. Ich für meinen Teil darf wahrscheinlich sagen Battlefield 2, weil ich da die besten Erinnerungen dran habe. Und das ist auch oft der Grund, warum man ein Spiel von einem Franchise als das Beste bezeichnet. Ich sage zum Beispiel, dass Call of Duty Modern Warfare 2 das beste Call of Duty aller Zeiten ist und war. Warum? Weil ich und die Boys das mit Abstand am meisten gezockt haben in einer der besten Zeiten unseres Lebens. Irgendwo zwischen Schule und Lehre und Studium und so weiter. Da wo es egal war und ja. Herr Gabriel, bitte ein Kruzifix über den Land, ich zwar. Ja, muss ich mal schauen. Weiß nicht, ob sowas möglich ist, keine Ahnung. Ja, aber vielleicht, wer weiß, eigentlich, war schon möglich, ja. Ich mag aber halt auch nicht zu best sein, die Spieleentwickler gegenüber, aber weißt du eh, was ist. Ja, Gabriel, merci für deinen Fünfer. Löwensepp, ich will mal CSGO Community zocken. Counter-Strike klang ich nie wieder in meinem Leben. Nie fucking wieder. Der Flix schreit, was hältst von New World? New World habe ich im ersten Monat gesuchtet wie ein Behinderter. Das war, wann war das? Ende September, im Oktober, glaube ich, oder? War das Oktober? Ich weiß nicht, ist noch nicht so lange her. Hab mich bis auf Level 60 gesuchtet wie ein Behinderter innerhalb von 3-4 Wochen. War viel schneller gegangen, weil ich irgendwann so ab Level 45 wird es zack, da gespannt dann das erste Mal so, das ist die repetitivste Scheiße, die ich jemals gesehen habe. Ja,
und dann haben Marktfehler passiert und so weiter. Spur an sich, genau wie der Landi, super viel Potenzial, aber nicht zu Ende gedacht. Einfach ein Grind-Simulator zum Kotzen. Am Anfang richtig geil, bis Level 30 gehen und dann wird da langsam bewusst, was du da eigentlich spielst. Patrick! Löwensepp! Call of Duty Modern Warfare 3 finde ich für mich das Beste. Ja, dann war das wahrscheinlich in einer Zeit, wo du dich gern zurückerinnerst. Modern Warfare 3 habe ich auch gespielt. Das habe ich sogar gestreamt damals, sehr spät. Sehr spät sogar. Lang her. Habe ich auch gut gefunden, hat mir auch getaugt. Könnte man vielleicht auch anders Halo spielen, weil Master Chief Collection gibt es auch für den PC. Die habe ich auch sogar schon gespielt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag jetzt da wieder kaum zu nahe zu treten. Halo fixt mich nicht an. Ich schaff's einfach nicht. Ich habe mir Gameplay vom Infinite angeschaut, ich habe mir Tests von Infinite angeschaut, ich will mir das anschauen und denke mir so, ich habe keine Ahnung, was das jetzt ein outstanding Shooter macht. Open World, 100.000 Mal gesehen. Grafik, nicht schlecht, aber auch kein Burner. Passt. Shooter. Irgendein Open World Shooter. Wenn nicht Halo draufsteht, dann finde ich, schaut das aus wie ich schieße mit irgendeinem Kack irgendwelche Aliens ab, die so absurd ausschauen. Und hä? Was ist das Besondere an Halo? Ich kapier's nicht. Wahrscheinlich, dass es einfach funktioniert ohne Fehler. Das macht Halo heutzutage outstanding. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Dexter-Check, gar kein Abo da. Du meinst wahrscheinlich einen Subscription-Button. Nö, gibt's auf Twitch nicht. Warum nicht? Ich bin kein Twitch, habe ich am Anfang vom Stream aber auch schon mal gesagt, aber das ist ja wurscht. Ich bin kein Twitch-Partner. Wie du da rechts im Chat sagst, ich streame auf YouTube und Twitch gleichzeitig, um mein Großteil der Community, meine Reichweite, wenn man so will, die ist halt nun mal auf YouTube. Das habe ich damals angefangen, da zum Streamen und irgendwann dann auf beide Plattformen gleichzeitig. Und wenn ich Twitch-Partner werden würde, damit du subscriben kannst, dann darf ich dich nicht mehr auf YouTube streamen. Wenn du unbedingt subben möchtest, dann kannst du das auf YouTube tun. Das heißt bei YouTube nur Mitglied werden. Ist genau das Gleiche. Gibt dann extra Icons und bla, was weiß ich, was es gibt. Vielen Dank an alle Mitglieder an der Stelle mal. Und es ist genau dasselbe in grün. Aber ich darf überall streamen, wann ich will. Und Twitch verbietet mir halt, dass ich dann woanders streame. Das mag ich nicht, zu was. Wo sind die guten alten Zeiten gekommen, in denen man lange auf ein brutales Spiel gewartet hat und dann an den enttäuscht worden ist? Sowas gibt es immer seltener, wie Battlefield 2 rausgekommen ist, das vergiss ich nie. Ich glaube auch, dass früher die Spiele nicht so oft so, da war man es einfach noch nicht gewohnt. Man hat mittlerweile auch so viel gesehen, so viel gespielt, wenn ich möchte sogar behaupten, ich habe alles gesehen und alles gespielt, was irgendwie interessant ist, nicht an Spiele, sondern an Genres, dass die nichts mehr vom Hocker haut und dass die sich eine Fehler, die eigentlich nicht sein dürfen, nur viel besser auffallen als früher. So glaub's ich. Natürlich geht die Industrie also ein bisschen am Bach, weil es bloß nur um Kohle und Aktionäre geht, ja. Also das legt schon noch mal eine Schippe drauf mit unfertigen Spielen. Aber wir hatten das früher Nintendo gemacht. Die haben da Karten, also wie nennen wir das Ding? Keine Ahnung. Kassetten zum Einstecken hast gekauft und wenn das später drauf verpackt war, ja dann hat es kein Internet gegeben, da hat es kein Patch gegeben, dann nichts, das hat fertig sein müssen. Modul sprenge ich. Dankeschön. Cartridge. Ja, den englischen Begriff kenne ich auch. Dexter Junior. Das war jetzt eigentlich nicht die Aufforderung. Dexter tut Zipfel. Dexter! Welcome to the Squad. Merci für deine Subscription und viel Spaß beim Folgen wie Squad. Danke dir. Ab in den Chat habe ich. Herr Dexter. Danke, das war jetzt eigentlich nicht die Aufforderung dazu. YouTube. Ich hoffe, das ist nicht falsch verstanden worden. Danke für deine Mitgliedschaft. Pussy. Was ist mit Star Citizen? Weiß ich auch nicht, habe ich mich auch nicht mehr damit befasst. Da befasse ich mich erst wieder damit, wenn's irgendwie an ich werde fertig kratzt. Früher musste das Spiel vor allem für die Konsolen auch einfach fertig sein. Da gab es eine CD und kein Internet und keine Day 1, 2 oder V3.1 Patches. Mr. Nicinator, exakt. Und das ist aber heute nicht mehr so. Und heute kannst du halt auch die Leute jeden Scheiß verkaufen, weil offensichtlich funktioniert's. Wenn ich ein Spiel 100% fertig mache, schneid 20% außer und verkauf irgendwelchen Idioten, also wirklich Idioten, und da darf sich auch jeder angesprochen fühlen, der das tut,
irgendwelche Skins für irgendwelche Spiele, wo es vorher schon 60 Euro gezahlt haben. Ich kapier's nicht. Beim Free-to-Play-Titel ist das ganz was anderes. Wenn du zum Beispiel in Warzone hergehst und das kostet nichts und kaufst einen Battle Pass für einen Zehner, sag ich, ja, ist voll in Ordnung. Da hast du hunderttausende Stunden Spielspaß. Da kann man schon einmal einen Zehner einhauen. League of Legends Skins ist genau das Gleiche. Da hast du auch hunderte Stunden Spielspaß damit. Da kann man ja schon mal einen 10er, einen 20er oder einen 30er hinwerfen. Wenn ich so drüber nachdenke, für was ich vor 4 Wochen 60 Euro gezahlt habe und 2 Stunden Spielspaß gehabt habe. Und in den 2 Stunden habe ich keinen Spaß gehabt. Scheiß fucking Battlefield. Da schiebe ich lieber League of Legends in den Arsch ein. Herr Gabriel, LS22 hat definitiv Kruzifixpotenzial. muss man mal schauen. Der Löwensepp, die guten alten DS-Module, ja. Da habe ich auch noch 2 am anlegen. Ich habe GTA Chinatown Wars oder China Wars oder Chinatown Wars, ich weiß nicht mehr, wie es geheißen hat. Und Anno 17.0 irgendwas. Ich weiß nicht, was für eine Zahl das war auf dem Nintendo DS, aber die habe ich gehabt. Ja, das waren die guten. Du hast da einen LS-Season Pass noch nicht angeschaut. Ja, sag jetzt nichts dazu. Wenn da wirklich Content kommt, sage ich auch gegen Season Passes nichts. Ah, das sage ich nichts. Überhaupt hat mich Rockstar noch nie enttäuscht. Abwarten. Hast die Remaster von den alten GTA 3, Vice City und San Andreas nicht mitgekriegt? Ob die Rockstar enttäuscht oder nicht? Auch noch 1800 gespielt, schreibt der Herr Regler, selbstverständlich. Wie ich vorher schon gesagt habe, ich bin ein großer Aufbau- und Strategiespielfan. 1800 habe ich mich behindert gesuchtelt. Ja. Auch noch 1800 hat mit, da habe ich jeden Season Pass. Oder jeden, wie nennt man die Teile? Da gibt es ja mittlerweile schon den 4. Den ganz neuesten habe ich nicht, aber die ersten 3. Habe ich die ersten 3 oder 2? Ich weiß, ist ja völlig Banane, aber das ist wirklich umfangreich. Ja, da kriege ich was für mein Geld. Da wird nicht bloß irgendein Spiel zugeschnitten, sondern da kriege ich neue Kontinente, neue Spielmechaniken, neu fucking alles. Eine ganze Kampagne, neu alles. Dann sage ich, ja, kann man kaufen für einen 10er, ist in Ordnung. Aber nicht, keine Ahnung, ein Landi 22 für 60 Euro, der ist wieder 19er. Naja. Der Semlinger schreibt, wie schaut's mit der LAN-Party aus? Ich habe demnächst einen Termin mit den ganzen Damen und Herrschaften aus der Stadthalle. Und da werden wir das besprechen, sämtliche Fragen mit Schloffer, mit Strom, mit Internet, mit Tisch, mit und so weiter, mit Security, mit was kostet, mit Strom, alles. Und dann schmerzt man nochmal. Ich habe so unendlich viele Nachrichten gekriegt, Birger, ich kann dir da helfen, Birger, ich kann dir da helfen, Birger, ich kann dir... Und zwar so dermaßen viel, dass man bitte keiner besser ist, wenn ich nicht zurückschreibe, weil ich kriege einen Vogel. Schreibt's mir sowas am besten einfach gar nicht. Ich frage schon danach. Ja? Wenn ich einen Elektriker brauche, kann irgendwo und selber bei mir im Umkreis, den ich persönlich kenne, dann frage ich schon. Oder bei der Security. Oder bei was weiß ich wo. Schilds. Sonst kenne ich mich nämlich gar nicht mehr aus. Aber absolut gar nicht mehr. Leute, die mir schreiben, ich hab 1000 Cisco-Router daheim und ich bin Security, mach's da umsonst. Aber wir müssen mal eine halbe miteinander trinken. Das ist was, das mag ich nicht. Ich will das nicht. Darum, tschüss. So. Und jetzt das Dreiviertel Live. Haben wir jetzt wieder 3/4 Stunde lang geredet. Über was denn eigentlich? Keine Ahnung. Freunde der Sonne, ich hoffe, Sie hatten Spaß. Letzte Runde Landi für dieses Jahr mindestens. Ob wir nächstes Jahr mal noch mehr auspacken. Wahrscheinlich wird jetzt die nächsten 3 Monate sowieso wieder 3000 Mal gefragt, wann kommt wieder Landi? Bis man wieder auf den Sack geht und der kommt das ganze Jahr nicht. Wir haben auch über Scheißspiele haben wir geredet. Das muss ich mir jetzt fast selber noch mal anhören, was ich jetzt wieder für einen Blödsinn von mir lassen habe. Was kämen denn 2022 für Spiele aus? Johannes Hofstetter. Da hat letztes Mal haben die Leute angefangen, wann waren das? Am Donnerstag, glaube ich. Und ich habe ja Homeoffice immer und ich sitze dann um 8, 9, 10, je nachdem sitze ich am Rechner da und werkelt was und habe Discord nebenbei offen, passe aber nicht auf und da habe ich den Fehler gemacht, dass ich in Gaming-Schmerz reinschaue und dann ist ein Trailer nach dem anderen drin. Für Plague Tale 2, für ein neues Star Wars Spiel, Star Wars Eclipse, glaube ich heißt es. Fürs neue Hellblade, für Elden Ring und. Da habe ich gemeint, Alter, ich müsste da so arbeiten.
hat dann nicht so ganz hingehauen. Aber egal. Die schauen wir uns nächst am Mittwoch in einer Woche, können wir mal ein paar Trailer anschauen von den neuen Sachen. Super geil. Da sind ein paar Dinge dabei, da wo ich sage, oh, das kann geil sein, das kann geil sein, das kann geil sein, das kann geil sein. An Singleplayer-Spiele und von Firmen, gut, das muss nichts heißen in der jetzigen Zeit, aber From Software hat bis jetzt immer abgeliefert. Elden Ring. Dann Plague Tale, war super geil Story-Spiel, da freue ich mich wie ein Schnitzel drauf. Dann Bethesdas Hassliebe, Starfield kommt nächstes Jahr. Schauen wir uns mal ein paar Trailer an vielleicht in der Weihnachtsfeier. Ha? Wer nicht mit der Nikolausmützen da sitzt, der ist raus. Paddy! Was wäre mit dem Rainbow Six Siege? Das habe ich mir kurz ausprobiert, auch mit den Boys. Ist mir zu langweilig. Ich sag das, wie es ist. Und der Rage ist zu groß. Das ist dasselbe, für mich dasselbe Spiel wie Counter-Strike. Zu 90%. Und das spiele ich nur, damit ich mir, wenn ich mir eine neue Tastatur und eine neue Maus kaufen muss. Oder möchte. Dann weißt du, was es ist. So, Leute, und jetzt vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt ist er rüber. Also, über das, ganz ehrlich, über den Spieleschmerz, da kann man uns 10 Stunden her sitzen und über Sachen diskutieren. Da kann man uns auch mal was überlegen, wie wir das als Videoformat irgendwie in den Kanal einbringen. Podcast. Keine Ahnung, für eine halbe Stunde ein Monolog über irgendein Thema. Mag das jemand hören und singen? Keine Ahnung. Oder in Streams, einen dritten Stream, wo man nur schmeißt. Keine Ahnung. Da rede ich also gern drüber. Ich befasse mich da gern damit. Das ist mein Haupthobby in meinem Leben. Da rede ich einfach gern drüber. Keine Ahnung. Taugt mir einfach. Muss ich noch mehr rauchen. Für einen Podcast brauchst du halt dann wieder jemanden. Ich kenne persönlich keinen, der so tief in dieser scheiß Gaming-Misere drinsteckt, mit dem ich sowas machen darf und der das mit mir machen darf und überhaupt und sowieso. Keine Ahnung. Birger hält ein Referat über seine Lieblingsspiele, ja genau. Pokémon zum Beispiel. Da kannst du den Pokémon... Ich habe keine Ahnung, ob man die Anspielung jetzt kapiert oder nicht, aber ich hoffe. So! Stream ist viel besser wie Podcast. Das stimmt, ja. Einmal im Monat gibt's Gaming-Schmerz des Monats. Keine Ahnung. Was man so auffasst, dann muss ich halt ein bisschen mitschreiben, was ich so ein bisschen auffasst, damit ich das halt auch da habe, und dann reden wir drüber. Weiß ich nicht, keine Ahnung, können wir mal schmerzen. Geh ins Bett jetzt, Fix! Flix! Das der wir jetzt auch. Schleicht euch, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke für die ganzen Donations. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Like da lassen für den vorerst letzten Landi-Stream. Wir sehen uns am Mittwoch mit Jurassic World Evolution 2. Da bin ich sehr gespannt. Ich habe es off-Stream nicht angelangt. Vielleicht spiele ich noch ein bisschen weiter, dass wir schneller in den Sandbox-Modus kommen, wo wir endlich ausflippen können. Und dann schauen wir weiter. Vielen herzlichen Dank. Danke für die ganzen Mitgliedschaften. Danke für alles. Ich weiß auch nicht, wie ich sonst sagen soll. Wir sehen uns am Mittwoch um 20 Uhr. Und jetzt schleicht euch, Bussi aufs Nussi, Triple F für die Moderatoren. Wo ist meine Tröte? Wieso liegt die Tröte da hinten? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich weiß nicht, ist die da hinten geflogen und jetzt schleicht euch. Wongelt euch ins Bett, ihr fetten Penner. Nicht so ist so ernst nehmen, das wissen jetzt auch bloß Leute, die drinstecken. Haut's ab jetzt! Habe die Ehre! Habe! Habe die Ehre!